Sali Kinder, es gibt Brotrinde. Grüezi wohl miteinander zu der 27. Ausgabe von Metal Server. Ich hätte jetzt schon gesagt, wer blastet was, aber das ist gar nicht unser Podcast. Pur schlecht. Und für alle, die sich jetzt denken, wieso tönt der Typ da am Mikrofon so komisch, ich bin es wirklich, ich habe eine Dialektumwandlung gemacht und kommen jetzt von dort. Genau, salut zusammen. Willkommen zum Metal Server. Also für alle, die jetzt einfach nur so geschaut haben, denken sich jetzt, what the fuck is going on? Hat man die Fresse, Bella, du dumme Hurensow. Heute ist eine sehr besondere Folge, weil heute, oder wenn das rauskommt... Darf ich noch schnell kurz eine einbringen, bevor wir das machen? Heute ist eine sehr besondere Folge. Es ist die erste Folge nach Bellas ungefragten Tech-Tipps. Floyd Rose. Ja, selber schuld, wenn du das Floyd Rose gekauft hast. Tut mir leid. Go get wrecked, Alter. Go YouTube-Tutorials schauen. Der Scheiß erklärt er nicht. Voll. Ja. Also ich erkläre das nicht. Ja, aber wir haben angefangen jetzt Tutorial-Videos zu machen, weil es langweilig geworden ist. Nein, aber ja. Heute ist Folge Nummer 27 und heute feiern wir Geburt. Ja, wir feiern heute Geburtstag. Ja. Es gibt uns etwa ein Jahr. Etwa ein Jahr. Ja, ich meine, die erste Folge ist, glaube ich, am 22. November rausgekommen. Das kommt am Montag, 16. November raus. Ich bringe es am 13.12. oder so. Und ja, dann ist etwa ein Jahr. Ja. Ich hoffe, dein Dinosaur ist wirklich gut. Ha? Ich hoffe, dein Dinosaur ist gut. Ja, voll, ja. Ja, und darum, weil wir ja ein Schweizer Kultur-SVP-Bünzli-Podcast sind, habe ich dem Ricky ein bisschen Schweizer Kultur mitgebracht. Er hat nicht gewusst, was das ist. Darum habe ich ihm gesagt, Bitch, die Schweizer trinken Rimus. Das machen wir jetzt. Darum, von dem her können wir zuschauen und zuhören. Warte schon, ich lüte schnell die Freundin an. Wie ich eine Flasche Rimus aufmache in der Zwischenzeit. Ja. Und ist mir im Vergleich, ob du die Flasche Rimus anders aufmachst wie ich mache es so. Warte. So, da ist da. Hey Baby. Okay. Ich glaube, Staubsauger ist doch so gut. laut. Ja. Okay, ich mache es nicht. Okay. I love you. Bye. Am Schluss gehört es niemand im Fall. Ich schwöre. Ja, dann sind wir wieder die Arschlöcher, Wirklich. die deiner Freundin ihr Hobby verboten haben. Nein, eben, wie gesagt, wie mit der Gitarre. Ich mache es so, wie ich es mache. Wenn du anders machst, machst du es anders. Von dem her, viel Spaß. Cheers. Aber alle, die es anders machen, wissen ja, wie es funktioniert. Die müssen das Tutorial auch nicht schauen. Wo warst du noch schon jetzt? Ah, ist geil. Von allen, die mir gesagt haben, oh nein, deine Gitarre ist so eine Arme, weil du alle Seiten abmontierst. Ja, wie soll ich sonst das scheiß Griffbrett putzen? Ich habe dir auch geschrieben wegen dem. Ja, es ist mir immer noch egal, weil bis jetzt habe ich auch nachher, was geheißen hat, ich habe einen Test gemacht. Irgendjemand hat einen Test gemacht. Es ist der Fall, wenn ich sie gestummen habe, nachher ist sie einfach gestummen gewesen. So. Das war das Syndrom geschrieben? Nein, nicht das. Das ist... Nein. Das ist mir eigentlich wirklich egal. Ich finde es einfach lustig, wie Gitarristen im Internet einfach gerade... Ich glaube, das ist der Post mit den meisten Comments bis jetzt. Habe ich euch gut clickbaitet, hä? Ja, dann machen wir weiter. Tooltips, Tech-Tipps. Nächstes Mal mache ich eins, wenn ich meine Gitarre ganz auseinander nehme. Also nicht ganz auseinander nehme, einfach wenn ich nebst... Weil das war nur Seitenwechsel. Du kannst noch viel mehr machen. Du kannst natürlich noch deine Bünde einstellen. Du kannst... Hast du mal Bünde geschliffen? Deren noch nicht. Also ja, aber nur so ein bisschen. Okay, noch ein bisschen. Okay. Ja, das habe ich noch wieder probiert, aber... Ja, also, es ist nicht so crazy. Du musst eigentlich nur so die Schaumstoff, die für die Modellautos nehmen, um das Zeug polieren, und dann ist das eigentlich kein Problem. Nein, aber du musst tapen. Aber egal, das ist zu viele Tech-Tipps für am Anfang. Ich glaube, dann ja, fangen wir mal. Ja, was haben wir jetzt eigentlich das Jahr alles gemacht? Hey, keine Ahnung im Fall. Es ist Samstag Nacht, ich bin noch halb eingeschlafen. Ich mische gerade Kaffee mit Rimus, das ist das Beste. Ja, nein, aber ein Jahr Metal Server haben wir jetzt hinter uns. Und ja, ich habe gedacht, machen wir einen kleinen Rückblick, was wir alles das Jahr gemacht haben. Ich meine, erste Folge ist 22. November, glaube ich. Oder nein, ich glaube, es ist sogar am 12. oder 11. Hey, keine Ahnung, ich kann dir auf jeden Fall sagen, was wir ein Jahr lang gemacht haben. Dumm geschnurrt haben wir. Wirklich nur das. Dumm geschnurrt haben wir, gratis an Konzert sind wir gekommen. Ja, ein paar. Letztens ist wir haben etwas geschafft, wir haben etwas, was quasi noch niemand auf dem Planeten hat. Ein ausführliches Interview mit Breakdown of Sanity. Das stimmt. Nochmal, danke vielmals. Danke vielmals, dass wir bei euch in den Bandraum kommen. Danke, Carlo und Oli, haben euch Zeit genommen für uns. Mega. Das ist wirklich
Mega lässig mit euch. Alright, nein, ey, heute, Was? 11. November 2022 ist Nein! es ist genau heute. Wir Ja, in dem nehmen Fall- es auf am 11. So, ich muss November noch, wir brauchen mehr Rimus. 2023. Also tatsächlich, genau ein Jahr, genau vor einem Jahr sind wir da gewesen. Damals nur mit Audio. Weißt du, was der Scheiße der schwarze Gläser ist? Man sieht Mhm. nicht, wie viel das voll ist. Ja, voll. Aber genau, ein Jahr im Fall. Tatsächlich. 27. Folge. Wir haben... Wir nehmen alle 2 Wochen auf. Das heisst, wir sind sogar fleissiger gewesen, wie wir geplant haben. Ja, wir haben dazu noch den Flash-Podcast gemacht im Grenichen. Oh. Wir haben mit Save Last Breath und Polar Shift gemacht. Und Moment of Madness, aber der ist nicht rausgekommen wegen Gründen. Aus Gründen. Wegen Gründe wissen, wer sie sind. Mm. Und wir haben auch noch Program Invaders gemacht, 2-mal. Wir haben sogar ein paar Extras und ein paar Clips gemacht. Ja. Wir haben den Polar Shift EP gelost Ja. und Pizza gegessen. Ja, das Schön war geil gewesen. gewesen. Voll, aber ich Wir sind am ICU-Festival gewesen, ohne irgendetwas zu machen und haben dem Brian und dem Josh ihren Podcast zur Sau gemacht, indem dass wir die ganze Zeit reingeschnurrt haben. Das stimmt, haben wir auch gemacht, voll. Ja, ist lustig gewesen. Letztes Jahr habe ich noch gespielt dort. Stimmt, du Voll. hast gespielt. Ja, und Wir haben zusammen am Konzert, an dem riesen Anlass von Save Last Breath gespielt in Zürich. Ah, stimmt. Ich weiss nicht, ja, ob es ja, Betrayers of Tomigo. Jawohl. Voll. Ja, das war auch lustig gewesen, sehr spontan. Haben wir nicht können Promo machen dafür. Also ich habe brutal... Nein, wir haben schon Promo gemacht, aber einfach wir sind einfach dazugekommen. Ja, ihr sind dazu. Wir haben brutal viele neue Bands kennengelernt. Das ist insane. Brutal, wenn du gehst in Spotify, unsere Playlist go checken, Metal Server aus der Region, da haben wir, glaube ich, fast 200 Songs. Und ich versuche von jeder Band 1 oder 2 Songs zu nennen, nicht mehr. Und ja, es sammelt sich. Also ich habe viel mehr neue Bands kennengelernt, das ist fucking geil. Wir gehen auch viel mehr Konzerte. Stimmt, es sind dieses Jahr nämlich schon 50 Konzerte gewesen, letztes Jahr nur 46. Aber zum Fernsehen, letztes Jahr haben wir auch erst im März können anfangen. Das stimmt. Also wir haben schon Alter, das ist erst ein Jahr, 1,5 Jahre her, wo wir wieder an Konzert gehen. Ja, am Anfang war es noch recht schüch, weil eben Bookers und Promoters sind noch nicht getraut und ist so langsam Step by Step gekommen. Das Jahr war einfach full gewesen. All in. Richtig Alle, die geil. nicht haben können, sind jetzt da gewesen. Mhm. Ja, und ja, wir haben den Podcast halt gemacht. Das ist cool. Das ist lustig. Ja, ich finde es immer noch geil. Es macht noch Spaß. Das war insane gewesen, Alter. Ja, ich finde noch geil, wie Leute da mitmachen und immer schreiben. Wir haben unsere 2 Lieblings-Basler Dudes 3 gemobbt, einen Podcast zu machen. Ja, Gut, viel Überzeugung hat es, glaube ich, nicht mehr gebraucht. Nein. Aber ich sage jetzt einfach, das sind wir gewesen. wir haben sie gemobbt, weil wir nicht gewusst haben, dass sie es schon in Planung hatten. Und dann ist es so wie Boys, by the way, wir haben es schon vor, aber wir haben es, glaube ich, in 3 Folgen nachher gemobbt. Stimmt nicht. Sie haben das nicht vorher schon geplant. Das ist alleine unsere Schuld. Mhm. Genau. Und ja, mit den Jungs haben wir auch letztes Mal einen Podcast gehabt. Also wir haben auch ein paar Gäste können einladen. Zum ganz genau, ich glaube, etwa 7 Gäste, also 7 Folgen haben wir Gäste gehabt. Also von 27 Folgen haben wir in 7 oder 8 Folgen haben wir Gäste gehabt. Das heisst, 20 Folgen lang haben die Leute effektiv uns mit Schnorren zugelassen. Bei mir haben auch explizit die ersten 10 Folgen wollen Ja, das stimmt. ohne Gäste machen. Außer, es gibt eine Ausnahme, das sind die Wer was was Boys. Sie sind in Folge 8 sind die bei uns als Gast Gut, gewesen. aber dort haben wir sie einfach gebraucht, dass jemand weiss, wie Podcasts funktionieren. Genau. Wir haben gefunden, hey, wir machen schon 7 Folgen, wir haben keine Ahnung, kommen bei uns. Und ja, es war fucking lustig. Ich glaube, es ist das erste Mal, wo wir, glaube so fast 3 Stunden geschnurrt haben. Weil bis dann haben wir noch Stunde halb gemacht, vielleicht mal 2, glaube ich, weniger. Nein. Und dann ist es ausgegangen, ich glaube, es war 2 Stunden halb gewesen. Mhm. Da haben wir gemerkt, mit gestern haben wir viel mehr, oder? Es multipliziert sich. Ja, aber mit Gästen ist ja auch etwas anderes, weil sonst schnurren wir einfach darüber, was gerade rausgekommen ist, was gerade passiert ist, was wir gemacht haben und das ist dann irgendwann fertig. Und mit Gästen hast du einfach so, Aber ist rein Fokus auf Gäste dann, oder? fühlst dich halt wie wenn du irgendwo in einer Bar bist, das Bier suchst und mit einem schnurrst und dann ist plötzlich morgen um 4 Uhr so, oh. Ja, genau, so ist es. Und ich habe auch nicht gedacht, dass so klappt, weil eigentlich ist es auch nicht so selbstverständlich, dass irgendwie dich parat fühlst, wenn du in ein Mikrofon reinreden. Ich habe immer noch Mühe, die ersten
15, 20 Minuten in einem Podcast ist ein bisschen weird und nachher plötzlich auch vergisst du, dass der Mikrofon da ist, schnurst einfach, besonders wenn du mehr Leute da hast, oder? Und wenn du das nie machst im Fall, es ist fucking weird, wenn du einfach kommst und ja. Was ist das letzte für ein Instagram-Post, den du mir geschickt hast, wo du gesagt hast, willst du Podcasts, Offline-Podcasts? Also weißt du, ja, genau. Ja. Podcasts sind hure cool, aber er hat das letzte gemacht, gemacht mit seinen Homies und hat es nicht aufgenommen. So, Offline-Podcasts sind hure cool. Mega coole Offline-Podcasts. Crypto Bro invented hanging out. Ja. Ja, wir haben schlussendlich einfach die Ebri-Hangs mikrofoniert, schlussendlich, ja, oder? Ja, wirklich. Am Schluss ist nichts anderes als das. Das haben wir sonst im Ebri gemacht, bis um 3 Uhr morgens. Und ja, ich finde es fucking fun. Also wir sollten mal eine Folge im Ebri aufnehmen. Ich wollte unbedingt mal den Phil fragen, ob wir mal Bar Invader... Fucking Samstagabend einfach im Ebri aufnehmen. Wir hocken einfach in Ecke, saufen uns einen Latte zu. Ein Bar Invader im Ebri wäre schon sick. Alter, ich hätte einfach gesagt, saufen uns einen Latte zu. Also wenn wir mal das Live-Podcast machen, dann fix im Ebri. Brudi, ich kann, ja, oder am Open Air Grenchen nächstes Jahr. Das auch, ja. Ja, maybe. Vielleicht. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich sauf mir einen Latte zu. Alter. Ich finde das aber ein Ausdruck, den du eigentlich springen könntest. Alter. Ich sauf mir einen Latte zu. Der Rimus geht dir ins Kopf. Ja. Nein, aber es ist fucking so, geil. So, Leni, looking at you. Jetzt habe ich den Namen wieder im Kopf. Wegen Grenchen. Ja. Wir waren am Grenchen, aber nur als Gäste. Das war auch fucking fun. Es ist schon ein gutes Theater. Geil. Also ich finde, Grenchen Podcast war schon interessant gewesen. Hätte ich weniger trinken sollen, dann wäre es besser. Nein, ich finde es super. Perfekt. Nein, das Problem ist, wir haben eben den Teil, wo ich den Tisch kaputt gemacht habe, nicht gefilmt, weil das wäre fucking viral gegangen, Mann. Das wäre hilarious gewesen. Ich stehe einfach auf und ich gehe auf den fucking Campingtisch und mache es kaputt, Mann. Ganz Bier auf dem Mikrofon runtergekriegt und so. Das stinkt bis heute, glaube ich. Pro-Move, Pro-Gamer-Move nenne ich das. Ja, wirklich. Ich schulde am Mike immer noch das Tisch im Fall. Ist okay. Ja, aber nein, ist cool. Also ich finde, wir sind auch mehr im Kontakt mit Bands in der Szene, oder? Ich meine... Ich finde, nur wegen uns ist die Szene connecteder. Ganz sicher nur unsere Schuld. Hoffentlich haben wir einen Beitrag da geleistet. Also es liegt einfach daran, dass ich mich jetzt mehr mit der Szene auseinandersetze. Das ist eben auch. Also jetzt alles, was wir sonst vorher nicht quasi im Visier haben, oder jetzt sind wir ultra fokust, oder? Und haben oft mit den Leuten zu tun und reden oft mit den Leuten. Und dann merkt man mehr, dass es irgendwie wirklich so Connection gibt in der Szene. Das ist wirklich geil. Also ich finde es cool. Ich finde es sick. Ja. Mhm. Ja, haben wir da eigentlich alles aufgeschrieben? Muss ich nicht mein Handy für den Netz schauen? Wir haben alles aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben alles aufgeschrieben, ja. Das ist gut. Aber wenn man Rückblick überlegt, ja. Also einfach, ja. Ist einfach geil, Mann. Ein Jahr. Ja, es ist lässig. Mhm. Macht nicht mehr Podcasts. Lasst das Oligopol uns drinnen. Nein, machen mehr Podcasts. Ich wollte mehr hören. Und, ja, da haben wir 2 Meinungen. Ja. man kann agree to disagree. Agree to disagree. Ja, Mann. Stimmt, das können heutzutage viel nicht mehr. Es ist lustig, aber weißt du, was jetzt endlich gut ist? Wir können dem Dave von Safer Lost Breath jetzt endlich sagen, dass die nächste Folge bald kommt. Ja, vor allem, der hat mir auch gefragt, wo wir sind gebouldert letzte Woche. Die ganze Zeit. Er fragt mich jetzt gleich 2 Tage, wenn die nächste Folge kommt. Einfach nur wieder will, dass wir über sein Konzert reden. Nein. Das habe ich ihm jetzt unterstellt. Aber das reden wir schon noch. Komm, machen wir einfach schnell eine Sprachnachricht, dass wir jetzt den Podcast aufnehmen. Mach das. Hey Boy, du hast Glück, die nächste Folge kommt morgen. Dave. Ich glaube, von Safer Lost Breath. Wenn wir Sonntag oder Montag release. Ist das gleich? Ja, machen wir Sonntag, fuck it. Montag. Dann könnt ihr beim Kater etwas haben zum Hören. Das ist doch gut. Mhm. Jawohl. Für alle, die den Podcast hören, es ist jetzt Sonntag, der 11.11. Mhm. Es ist morgen, wenn der Podcast rauskommt. Es ist 1 Jahr, seit der Podcast angefangen hat. Genau, der 12.11. Ja. Ah, fucking geil, Mann. Ja gut, jetzt haben wir das, glaube ich, genug gegenseitig als Bike gewichst. Ja, tun wir ein bisschen mehr Wort. Was haben wir noch? Sagen wir sonst... ja, es sind aber 3 Wochen gewesen, seit wir das letzte Mal einen richtigen Podcast aufgenommen haben. Zwischendrin haben wir ja noch den Roman und den Joel da gehabt. Mhm. Das war auch gut gewesen, sehr eine gute Folge gewesen. Gehen Sie mal hören. Mega, ich habe es auch lustig gefunden. Und, wenn ihr es gemerkt habt, ist die erste Folge, wo wir aktives Multicam-Footage gemacht haben. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe Jamie-Style à la Joe Rogan einfach mal manuell Cam-Changes gemacht in der ganzen Folge. Ja, ich habe mir Mühe gegeben.
Und ja, ich finde, es war eine sehr coole Folge gewesen. Und sogar beim Editieren habe ich gefunden, sehr eine spannende Folge, weil eben die Jungs haben auch sehr, sehr interessante Meinungen. Wir haben sehr interessante Topics gehabt. Einmal ein bisschen im Technischen gegangen, aber ich habe es mega gefeiert. Und ja, voll. Merci alle, die da sind, als Gäste und als Zuhörer. Das war fucking sexy. Wir hören jetzt auf. Nein. Weißt du was, ich kann das auch gerade sagen. Ich wollte sagen, das ist von Metal Server. Ein Jahr ist gewesen. Ciao zusammen. Nein, es ist wirklich zu einer Leidenschaft geworden. Ja, ich habe gedacht, es ist einfach so ein Experiment. Es wird sicher noch lustig für ein paar Folgen nachher. Geben wir es auf. Das ist viel zu gut. Fuck this. Aber ja, man, nein. Nein, keine Angst, wir gehen noch nicht weg. Wir sind noch nicht fertig, shameless, unsere eigenen Bands zu promoten. Wir versuchen weiterhin, dass wir gecancelt werden. Es wird fucking geil. Zum Fernsehen so fest probieren wir es nicht, weil wenn wir es wollen, könnten wir die ganze Zeit einfach... Yeah! Oh nein, jetzt musst du... Ich habe mir am Anfang wirklich Sorge gemacht, dass ich ihnen einen Bullshit zeige und es nicht merke. Ja, es kommt schon noch. Irgendwann kommt es noch. Ja, also, der Dark Humor muss in unseren WhatsApp-Chats bleiben. Entweder das oder wir sind einfach so, weißt du, so wirklich so völlig unaware, dass irgendwo das Problem ist. Ja. Weißt du, so, weil wir einfach absolut nicht mit dem konfrontiert sind in unserem normalen Leben. Mhm. Das ist möglich. In unserem Leben, in unserem regulären Leben halt, dass wir dann einfach irgendwann mal so irgendetwas aufgreifen, wo ein riesen Problem ist für viele andere, aber einfach weil wir es nicht haben, checken wir es gar nicht. Ja. Also, wenn jemand etwas finden will, dann will es sowieso. Hört noch nicht so viel. Bruder, wir müssen unbedingt den Ricky die Editing-Fee noch haben voran. Nein, du hast es nicht ganz fertig gesagt. Ja, aber nein. Ja gut, wir könnten es eigentlich. Ja, wobei, es wäre so drüber, weißt du, das ist für den Comedy-Effekt einfach so. Kann ich machen. Egal. Kann ich ein CGI machen, ja. Ich habe nicht das gesagt, es ist das andere. Also, stimmt, das ist das andere. Es ist das andere, es ist wie geil gewesen. Nein, eben nicht. Es ist Heilige, Alter. Es ist Weidmanns Heil gewesen. Alright, jetzt müssen wir aufhören. Jetzt ist es gefährlich. Ich muss nicht so viel editieren. Jetzt kommen so Rammstein-Fans. Fucking hell. Aber ja. Ich würde sagen, das ist so mal kurz für den Rückblick, was wir alles gemacht haben. Ich meine, für mich war immer noch ein Highlight gewesen, Breakdown Sanity. Fucking geil. Es war fucking legendär gewesen. Und dass wir endlich mal, weil vorher habe ich auch gesucht nach Interviews, um ein bisschen mal wissen, wie die Jungs ticken, und ich habe nichts gefunden. Ich habe so ein komisches, was war es, Impericon 2013 oder so, Dings, wo sie fragen, ob sie Schocke gerne haben oder so. So, what the fuck? Ja. Ich habe es. Was eine grenzrassistische Frage eigentlich so. Also, ich komme aus der Schweiz, haben die gerne Schocke? Also, gerne Käse. Well, obviously, aber. Aber ja, das war mal für den kurzen Rückblick gewesen. Sonst machen wir ein bisschen Recap. Wir haben einiges gemacht in der letzten, eigentlich seit wir die letzte Folge alleine gemacht haben. Das war sicher so 4 Wochen gewesen. Ja, Also ich habe jetzt meine Gitarre fertig. Alright. Also ich fertig lackiert. Mhm. Ich kann jedes Mal, wenn ich Klarlack drüber tue, geht wieder Staub drin. Dann muss ich wieder mit dem anderen Lack drüber. Das ist ein fucking Scheissdreck. Ja, dann kannst du nachher sharen in eine Story, dann, wenn es hast. Ja, wenn es fertig ist. Die wird geil. Mhm. Aber ja, wir haben, was wir auch letztes Jahr angefangen haben, ist Mediapartner zu werden bei Konzert. Wir haben uns Mühe gegeben mit Promo machen und so Videos, und es war fucking funny gewesen. Und endlich haben wir können an unser erstes Konzert gehen, wo wir auch ein bisschen, wie kann ich sagen, Promo gemacht. Ja. Ich wollte nicht involviert sein, aber absolut nicht. Wir haben Media partnert und er war Comedian gewesen, das erste Konzert. Es war fucking sick gewesen. Ist im Kiff gewesen. Auf dem Kiff-Thema kommen wir nachher später auch. Und ja, wer hat alles wieder gespielt? Uncaved. Teutonic Slaughter. Stimmt, und wir sind Deutsche gewesen. Die germanische Hexe. Die germanische Hexe war es, ja. Ja. Oh, ja, stimmt. Teutonic Slaughter. Die Teutonic Bitch, haben wir immer gesagt. Anstatt Witch. Stimmt. Teutonic Witch. Teutonic Hexe, ja. Und dann ist fucking funny gefunden, dass sie die germanische Hexe ist. Und der Ricky steht jetzt so Teutonic Bitch. Die germanische Hofdirne. Ich habe es wirklich Bitch gehört im Fall. Ja, so, die germanische Dirne. Mhm. Das war lustig. Ja, das war ein gutes Konzert. Das war wirklich geil gewesen. Ja. Und, aber schnell, Teutonic Slaughter, Uncaved. Es hat die Grunge-Band. Die letzte, weißt du? Das ist doch Uncaved. Nein! No Mute. No Mute, genau. Bro, das.
Der ihre Gitarrist war am Fjord-Konzert. Ist er? Ja. Aber es ist fucking... Ich meine, es geklopft hat es. Es hat geklopft. Aber sie haben sich auch reingeklopft. Sie haben sich auch reingeklopft, Mann. Und es ist so funny gewesen, weil wir sind, glaube ich, so zu 5 oder so, gerade vor der Bühne gewesen. Der Sänger schüttet sein Bier und duscht uns einfach mit Bier so wie Bro. Ja, ich bin solid durch den Abend gekommen, noch kein Bier ausgeleert. Sonst lernen alle Leute Bier über mich. Immer. Ja, immer. Wenn ich irgendwo bin, habe ich immer Bier an mir. Und ich so, solid durch den Abend gekommen, geil. Er schaut mich an, du Lottensohn, brauchst noch Bier. So, shit, jetzt muss ich daheim duschen, man. Fuck you. Nein, aber es war lustig. Lustige Band. Ja, es ist einfach eine sehr, sehr gelungene Platte, auch, würde ich sagen. Also, congrats an die Jungs von Comaniac. Ja, gehen Sie Album hören. Ich glaube, es ist Platte Nummer 4. 3 oder 4. Sie haben viele Albums raus, man. Das ist crazy. Fresh Metal. Ja, man. Fresh Metal. Ja, das ist geil. Dann, wir sind auch Mediapartner bei einer anderen Band. Jawohl. Wo? Ja, in Deisswil, in der Mülli. Ja. Acts of Aggression. Save Your Last Breath. So ein altes Haus, eine alte Mühle. Alte Mühle? Ja, alte Mühle. Kann ich, der Gebäude hat sicher ausgesehen, als ob es 400 Jahre schon dort gestanden ist oder mehr. Ganz sicher. Ja. Und es ist fucking geil. Backstage Area, also nicht Backstage, sondern die Merch Area mit der Bar ist fucking sexy. Ja. Im 2. Stock. Ich habe sogar Magic Cards gekauft vom Stand von Save Last Breath, wo du am Aushelfen warst. Am Schluss bin ich einfach Magic Cards Päckchen mit meinen Brüdern am Aufmachen gewesen. Ist fucking geil. Und übrigens sehr gute Merch-Idee, machen das mehr Bands, finde ich gut. Und dort haben welche Bands gespielt? Save Your Last Breath. Ja. Sorry, I Delusionist. Ja, ich kann es einfach nicht. Ich kann es noch nie können, ich will es nicht können. I Delusionist. Ja. I Delusionist. I Delusionist. Und das nächste Mal kann ich es nicht mehr. Wer hat es Wenn du einmal mehr sagst von einem Spiegel, erscheint der Roman plötzlich. Geil, warte, ich gang gerade. AM/PM hat noch gespielt. Auch absolute Fickerband. Oh, richtig gut. Sie haben für mich, sie haben gespielt Melodic Deathcore. Also Melodeathcore. Das habe ich 2010 Metalcore is back, bitch. Alter. Geil. Ich habe nie wirklich überlegt am Genre Melodeathcore, aber das ist es gewesen. Das ist Melodeathcore gewesen. Einfach geile Mischung aus Melodic Death Metal, Deathcore, Metalcore. Richtig sick. Richtig gut. Und sie sind vom Westen gewesen, glaube ich, oder? Jo, haben Französisch und Englisch gesprochen. Sehr gute Band gewesen. Ja, absolut geil gewesen. Also allgemein, alle Bands an dem Abend sind fucking insane. Shallow Descent hat auch noch gespielt. Stimmt, und die sind heftig gewesen, Mann. Ja. Und ich muss sagen, der Sound in der alten Hütte dort, fucking hell. Wir sind einen Tag später Quellentag im Kofmel hören und haben, nicht im Kofmel, im Komplex geschaut und haben gedacht so, Brudi, fickt euch alles Knie. Band 11 von 10, Sound 2 von 10, komplette Experience 4 von 10. Oder fickt euch alle mit dem scheiß Komplex sein. Das ist ja gar nichts. Vor allem, Cancer Bats hätte eine Vorband sein. Dann kommt einfach so zwei Stunden im Voraus so, ja, by the way, wir können dann nicht spielen, unsere Karren ist abgebrochen. Und ich so, ja geil, gibt es jetzt wenigstens noch einen Support und Ersatz, irgendetwas? In 2 Stunden? Nein, es ist nicht 2 Stunden gegangen. Der Post ist einfach 2 Stunden voran gekommen. Und nachher, ja, ich habe dann herausgefunden, der Nico schafft ja für Good News. Dann hat er mit Olivia, seiner Chefin, dort geschnurrt und sie haben gemeint, sie hätten sogar noch quasi im Dynamo Backline geholt und Cancer Bats quasi in Deutschland abholen mit dem Auto, dass wenigstens spielen und alles, aber es hat dann halt nicht funktioniert. Und Fun Fact, Cancer Bats hat einfach Werbung geschaltet, so 2 Wochen nach dem Konzert. Ich habe gestern auf Instagram Werbung gesehen, hey Zürich, thank you for rocking out with us. Also eben, hey Zürich, merci, dass ihr gekommen sind. Falls ihr noch Merch graben, geht in unseren Store. Und einfach so unten dran so 14 Leute so geschrieben, so The Boys. Ja. Also... Hat jemand einfach nicht geachtet. Ne? Das ist geil. Ja, nein, also... Wir sind alle krank. So, nein, ich hatte gerade irgendetwas im Hals gehabt. Ja. Und der Sound in der Mühle, absoluter Ficker-Sound. Wirklich, Crazy. Bestes ever. Es hat Schwarzlicht gehabt, es haben alle so orangige und geile Nüpsel in den Ohren gehabt, so geleuchtet wie Sau. Nein, es war wirklich fake. Also alle Bands, Save Your Last Breath, richtig abgerupft, Mann. I Delusionist habe ich an diesem Abend sogar fast die beste Band gefunden. Und ja, ich finde Deathcore vielleicht nicht schlecht, wenn er nicht schlecht gemacht ist. Und
der Roman hat nachher gesagt, oh nein, wenn es der Bella gut findet, ist unsere Musik zu wenig hart. Das liegt im Fall nicht an der Härte. Es liegt nicht an der Härte, dass ich die meisten Deathcore-Bands scheiße finde. Es liegt daran, dass die meisten Deathcore-Bands langweilig sind. Und das sind die nicht. Nein, was ich gemerkt habe, letztes Mal habe ich mit der Freundin noch geredet, ist bei Save Last Breath, Universes, wir haben sie so vielmals geschaut im Fall. Ist so wie, du findest immer noch sehr geil, oder? Oder ist so wie, ich kann es von vorne bis hinten im Fall. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann rausziehen. Sag's nicht. Aber bei Save Last Breath stehe ich einfach immer noch dort und denke mir so, Brudi, es ist unnötig hart. So, ja, voll. Wie? Voll. Aber es ist nicht mehr, es ist so wie, der neue Effekt ist nicht mehr da. Das ist so, der neue Effekt. Bis sie mal neue Songs bringen. Also, ich habe ein paar neue Songs gespielt, glaube ich. Save Last Breath? Ja. Ja, ich glaub's. Mhm. Aber nein, es ist fucking sexy. Ich habe auch gefunden, eben die Bands, die ich noch nicht gesehen habe, eben Illusionist, Shadow Descent, die ich noch nie live gesehen habe, habe ich sehr cool gefunden. Save Last Breath in allgemein sehr cool. Ja, eben, das ist das Ding. Save Last Breath habe ich einfach schon so oft gesehen. Genau. Ich weiß genau, was mich erwartet. Ich weiß genau, was kommt. Es ist nicht so, dass ich dort stehe und denke, boah, Alter, die sind jetzt aber mal das Härteste, was ich je gesehen habe. Weil das habe ich vor 12 Jahren gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Genau. Es ist nicht so, das ist nicht qualitativ nicht weniger gut. Es liegt einfach halt daran, dass der Ricky und ich abgestumpft sind. So. Ja. Wir lieben Save Last Breath. Das ist die beste Band. Aber wir schnurren jetzt nicht so viel von Save Last Breath. Wir schnurren am meisten von Save Last Breath momentan. Aber wir schnurren wegen dem Konzert, an dem Konzert weniger von Save Last Breath, weil man halt, wieso, das ist so. Ich habe jetzt so oft Save Last Breath gesagt in dieser Zeit, dass wir eigentlich anfangen Geld verlangen. Silb. Come on, Silb. Nein, aber Illusionist habe ich echt sick gefunden. Also wirklich richtig gut überrascht, weil ich jetzt so denke, so, ja, Deathcore. Und dann so, Deathcore. Und dann ist es so gekommen und dann ich so, ja, das ist aber noch geil. Das ist wirklich noch geil. Ja, und wir haben an dem Tag den Roman noch da bei uns im Podcast und nachher hat er müssen säckeln bis nach Bern. Das ist die beste Story. Ja, zuerst haben sie uns hure blamiert, die zwei. Also sie haben uns wirklich geowned mit ihrem Musikquiz. Mega. Absolut den Arsch aufgerissen. Wir zwei verdammte Poser da, also keine Band kennt, die sie wollen von uns hören. Wenn du es noch nicht gesehen hast, kann eine letzte Folge hören. Das war fucking geil. Sie hat das Quiz mit uns gemacht. Und über lokale Bands. Es ist wirklich, ich bin so kurz davor gewesen, den Titel Poser zu bekommen. Aber hast du nachher ein paar bekommen? Eine Band habe ich herausgefunden. Nein, es sind so 2, 3. Ich habe nur Polen herausgefunden, sonst keine. Ich glaube, ich weiß es. Das hat noch mehr Ja, keine herausgefunden außer Polen. Alright. Wir können es sonst nachher gehen. Nein, verlass das nicht. Verlass das nicht nochmal. Ja. Die Blamage. Nein, das war geil, wirklich fett in-attached. Shallow Descent war auch richtig her. Aber die Story vom Roman. Ja, die war gut gewesen, weil dann haben wir so lange geschnurrt, dass er den Zug verpasst hat. Ja. Keine gescheite Verbindung mehr auf die Eiswil rausgehauen hat. 2,5 Stunden gemacht, oder? Ja. Und das ist ohne die Stunde, die wir vorher noch zum Morgen gegessen haben, ohne Mikrofon. Mit dem OnlyFans-Content. Wo wir so wirklich Content gemacht haben. Das würde ich gerne hören. Einfach am Lästern über alle Bands, die da nicht können. Alle haben wir gelästert. Alle. Ja. Wenn du das Gefühl hast, so, wir haben nicht über dich gelästert, wir haben über dich gelästert. Ja, wir haben über alle Ganz sicher haben wir. Ja. Nein, haben wir nicht. Wir haben eigentlich gar nicht so viel gelästert. Nein, nicht wirklich. Aber wir haben eine Stunde geschnurrt, während wir gegessen haben, Ziege auch noch mit reingekommen. Und 2,5 Stunden haben wir geschnurrt und nachher hat er einfach keine Verbindung mehr gehabt. Ja, und dann habe ich die glorreiche Idee gehabt, so sagen, hey, warte schnell, der Rico wohnt ja im Baden von Save Last Breath. Vielleicht sind sie ja noch nicht dort. Und dann hat er dem Dave angeleitet und der Dave so, ja, wir sind zu Baden im Subway. wir können dich schon mitnehmen. Und dann haben der Joel, der Roman, zu Baden an den Subway gefahren. Ist dann dort ausgestiegen. Ist zum Save Last Breath Bus, eingestiegen und auf Dings gefahren. Ja, also es wirklich mega, mega gut passt. Wir haben den Abend gerettet, würde ich sagen. Mega, und ich meine, eigentlich, wann war es? Nach ein paar Stunden später sind wir selber dort gefahren. Ja. Oder? Bist du dann noch heimgegangen? Ja, ich bin heim. Ich bin ja heim und dann hast du mich abgeholt. Und dann sind ja der Nico und ich eben eine halbe Stunde bei mir vor der Hütte gestanden, weil du das Gefühl hast, du kommst auf die halbe und dann bist du auf den Punkt gekommen. Stimmt. Das ist eine sehr gute Latino-Pünktlichkeit. Ja, das ist so. Wenn er in Latino sagt, er kommt auf die halbe, stand einfach mal um 10 voraus. Das kommt gut. Genau, aber es war ein geiles Konzert. Richtig gefühlt. Ich meine, wir sind nach Bern gefahren, um das Vlog nachher zurückzufahren. Das war sehr nice gewesen. Und die Woche danach ist eben nachher nochmal ein Event passiert, wo wir auch mit den Partner sind. Und dann habe ich wirklich nicht gewusst, was zu erwarten. Eigentlich, weil
Ich kann nicht oft an Themed Partys sozusagen. Ich gehe generell nicht auf die Partys. Generell gar nicht. Eigentlich, ich bin mehr in der Bar hängen, Norden, Ebri, ein bisschen chillen. Ich gehe höchstens Rock Night im Exil, aber das ist lustig. Alright, da bin ich Oh, den müssen wir mal gehen, Alter. Alright. Rock Night im Exil. Alright. Ja, aber wir sind an der Halloween-Party gegangen, wo Creepy Cute Cult organisiert hat. Und ich muss sagen, sehr, sehr gute Musikauswahl. Mir hat es mega gefallen, der DJ Ivo, das hat der Fair DJ Ivo, das ist der Fair. Und nachher am Schluss mit seinen fucking... gut, da bist du nachher gegangen, glaube ich. Ja, ich kann am nächsten Tag mein Musikvideo aufnehmen. Ich bin um 1 auf dem Zug. Ja, aber dann, wir sind bis und das mache ich nicht oft, aber wir sind bis 3, halb 4 am Morgen geblieben. Mhm. Und nachher sind wir gegangen. Und nachher ist der überste, nicht Drum and Bass, sondern Dubstep gelaufen und holy fuck, man. Und ich habe es mega gefühlt und wir sind mit uns von White da gewesen. Und es hat auch mega gefühlt. Das war auch geil gewesen. Sehr gute Auswahl gewesen. Der kleine Sexküssel hast du sicher auch gut gefunden, wenn Jara tanzt hat. Hast du sicher auch gut gefunden. Ah ja, nein, hat auch super Tanz, ja voll. Ja, also super Tanz, ja. Ja voll, nein, richtig geile Show gewesen, wirklich cool. Also ich glaube, machen wir es nächstes Jahr wieder. Es war fucking geil gewesen. Es war lustig gewesen. Fun Story, weißt du, ich komme da, ich lasse schon Bushaltestelle, denke so, fuck, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Weil ich keine Hosensäcke hatte, habe ich nicht gecheckt, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe. Mhm. Ich mit dem Steel Panther Outfit, weißt du, Leggings und alles. Nicht gecheckt, dass ich mein Portemonnaie dabei habe. Mhm. Ich so, shit, ich gehe nochmal heim. Und dann also, ja, aber du stehst auf der Gästeliste, du kommst sicher rein. So, alle um mich herum. Und ich so, ich gehe einfach eine halbe Stunde später auf den Bus und hole das Portemonnaie. Nein, komm jetzt, das geht schon. So, ja gut. Komm dann da. Nico war mein Plus 1 gewesen. Mhm. Nico so, ja, ich habe meine ID nicht dabei. Und ich so, wieso hast du deine ID nicht dabei? Wir gehen an eine Party in Zürich, Alter. Das ist Must-Haves, wenn du an eine Party in Zürich gehst. Mhm. ID. Hure viel Geld, weil wir sind in Zürich. Mhm. Und deine ID. Mhm. Ja. Weißt du, dort, und ich fange das der Dame, Security-Dame noch erklären, dass ich meine ID nicht dabei habe. Mhm. Aber auf die Gästeliste stehen, weil wir den Abend promotet haben. Dann hat sie gesagt, ja, also in dem Fall würden die Organisatoren wissen. Ich sage, ja, die Organisatoren wissen es ja. Ich stehe ja auf der Gästeliste. Also eigentlich hätte ich theoretisch gesagt, mich einfach reingehen lassen und dann fragen, ob ich auf der quasi die Gästeliste das klären lassen, weil ich bin ja offensichtlich erlaubt, so nicht reingehen. Aber ja, sie haben dann eigentlich einen Ausweis gesehen und dann stand ich so dort und ich so, fuck, Alter, wenn ich jetzt da nicht reinkomme, scheisst mich von böse an, dann gehe ich heim und komme nicht mehr. Und nachher, spannende Story gesehen, die Security-Dame dort dreht sich so um, ruft so ihrem Chef so, Chef, kannst du mal schnell kommen, Chef? Neben dran steht so ein Dude, schaut so sein Handy und ich drehe mich so rechts über und denke mir so, ja, hey, kennst du mich eigentlich nicht mehr? Dann ist das der eine Dude gewesen, der Brasi, der Chef von einer Security-Firma, der mit mir das Freestyle-Lager geleitet hat im Sommer. Und er schaut mich so an, so, ja, hör du, was hast du wieder? Was hast du wieder? Dann haben wir uns beide angeschaut, hat das angelacht und dann hat er gesagt so, was ist das Ding? Ja, die zwei haben keine ID dabei. Ob sie reinkommen, sie stehen auf der Gästeliste. Und er so, schaut mich so an, so, ja, komm, lass rein, das ist gut. Die zwei, ist das dein Plus 1 Bild? Ich so, ja. Dann so, ja, dann kannst du reinlassen, kein Problem. Sie so, bist du sicher? Also, ja, für die zwei lege ich mein Hand ins Feuer, das funktioniert. Rein mit. Geil. Dann sind wir rein und ich so, ja, zum Glück, Alter. Das ist jetzt also wahrscheinlich wäre es auch so gegangen, aber es wäre halt ein riesiger Geschiss gewesen. Ja, weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben vergessen, beim Kostüme-Contest mitzumachen. Ja, das haben wir effektiv vergessen. Wir hätten sicher gewonnen, den Nico und ja. Ich finde immer noch mein Master Roshi-Outfit im Fall. Hat sich gelohnt. Der Party für nächstes Jahr. Das ist geil. Ja. Das ist der Nico Reckless und Bella Bullet, Alter. Steel Panther. Der Whiteout Mike einfach mit seinen das ist von Addams Family, oder? Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube von Addams Family, wo einfach nur Haar ist und der Bruder ist fast beim Zug Ausstieg runtergefallen, weil er die ganze Zeit gestolpert ist mit seinen Haaren. Alter, das dümmste Kostüm, das ich je gesehen habe. Er ist so dumm, er ist so funny. Nein, es war wirklich ein sehr lustiger Abend gewesen. Nächstes Jahr wieder. Ja, es war sehr geil. Geil. Ja, voll. Und eben, wir gehen normalerweise nicht an Partys. Von dem her ist wirklich ein besonderes Abend gewesen. Bin ich gut. Jawohl. Aber sonst gar nicht. Meistens spätestens um 1 am Morgen oder so. Ja, dann gehen wir aber mal, wenn nächstes Mal ist, gehen wir Rock Night im Exil. Gehen wir Rock Night einfach. Alter, stürmen wir als Metal-Server Rock Night. Nächstes Mal, machen wir. Wir tun unsere Rock Night raussuchen und dann gehen wir alle zusammen an Rock Night ins Exil. Das ist wirklich geil. Das wäre lustig, ja. Dort läuft, dann könnt ihr euch gerade alle noch schnell, wenn ihr nichts zu tun habt, jetzt schnell, geht auf YouTube, sucht Kraftklub, Steffen stirbt, schaut das Video. So tun wir dort rein.
Alright, muss ich mal gucken. Absolut. Also ich bin wirklich literally schon mal fast aufs DJ-Pult gefallen. Wir haben Moshpits angezettelt. Ich kann mich an der Disco-Kugel heben, weil der Domi das Gefühl hatte, er müsse mich auflupfen. Oh shit. Der Dave ist fast rausgerührt worden, weil er Tüchli von der Decke gerissen hat. Ich bin mal auf dem WC gewesen, und dann kommt so, ich nenne jetzt keinen Namen, ein Mitglied von einer lokalen Band kommt auf mich zu, als ich rauslaufe. Nein, ich bin am Pissen gewesen, und er läuft rein. Und dann drückt er mir so eine Glühbirne in die Hand, die noch warm ist. So von wegen, da, heb die. Und ich so, ja, was soll ich jetzt mit der? Und du siehst so einen Hosensack, weil ich am Schiffen war, oder? Dann komme ich raus und dann sehe ich das Bandmitglied von einer lokalen Band mit irgendjemandem, der dort schafft, diskutieren, weil es gibt die Glühbirne wieder zurück. Also, ich habe keine Glühbirne. Gib die Glühbirne wieder zurück. Oh, keine Glühbirne. Ich habe gesehen, wie du die Glühbirne rausgeschraubt hast. Ich habe keine Glühbirne, kannst du mich abtasten. Oh, fucking hell. So, ja, und ich laufe mit der Glühbirne im Hosensack an denen vorbei. So, ist gut. Wann ist das gewesen? Ja, der Rock Night im Exil Fucking irgendwann einmal. Das war eben auch der, wo ich wo ich irgendwie dort mit einer geredet habe, der Timo kommt, mir ein Bier ins Gesicht leert und sie anschreit. Das ist von meinen! Alright, stand wild, Mann. Ja, es ist absolut wild gewesen. Alright, ja, dann machen wir das. Aber ja, nach einem Halloween-Gig bist du ja noch beschäftigt gewesen. Ja, dann bin ich am nächsten Mal ein Musikvideo filmen, halt am 8. in Winter gewesen. Fucking hell, es war lustig gewesen. Ja, man, das ist geil, ich glaube, es kommt gut. Darum habe ich jetzt einen Schnauz, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Paul der Schnauz. Ja, es sieht zwar beschissen aus, aber ich mache es. Jetzt können alle sagen, du spielst eine HC-Band. I'm coming for you. so der Meme, wo steht, wenn der Gitarrist so aussieht, dann shit's going down. Ja, you're gonna die in that pit, Alter. Ja, voll. Nein, aber ja, dann bin ich gespannt aufs Video. Ja, es kommt, glaube ich, gut. Wir haben ja den ersten Teil schon Anfangsjahr gefilmt. Falls irgendjemand mal ein bisschen Spoiler zu unseren neuen Songs haben, in dieser Edition von Road to Nowhere, die du auf unserem Instagram-Account findest, auf dem Reel, hörst du recht viel vom neuen Song, der rauskommt nächstes Jahr. Eben, gar nicht versus Reels abchecken. Ich glaube, da bist du recht konsistent gewesen. Wie viel hast du jetzt gemacht? Ich glaube, es ist schon bei 8, 17. Geil. Ja, super. Das habe ich kurz nachdem wir den Podcast angefangen. Ja, sind am Content machen lernen. Content machen. Ja, wir machen jetzt weniger Content mit beiden, aber wir sind fleissig hinter die Kulisse am Arbeiten. Das ist eben gut. So expect more soon. Ich glaube, versus genau. Ja, das ist genau. Am Schluss releasen wir wirklich am gleichen Tag. Scheiße. Das wäre fucking funny, Alter. Wir müssen das abstimmen. Machen wir das Datum ab. Ja, das ist gut. 24.02. Ja, okay. Das ist gut. Okay. Also, dann ja, du bist noch... Ja, das sind wir am Abend, bin ich mit dem Nico als Homewarts-Konzert. Am gleichen wir haben das Video gefilmt und dann habe ich so gesehen, dass Homewarts am Abend gespielt in Zürich. Und dann habe ich so gedacht, ja, mal so gefragt, hey, wann sind wir heute etwa fertig? Oder hast du noch geschlafen? Ja, nicht geschlafen, nein. Der Nick Nocturnal ist eine Lüge. Ich bin Nocturnal, ich bin Bella Nocturnal, Alter. Und dann haben wir so gesagt, ja, es wird am 4 Uhr, sollten wir locker fertig sein. Und ich so, ja, in dem Fall. Dann bin ich am Abend nochmal Homewarts schauen. Zusammen mit, wie heisst es? Die vorweg sind von These Nuts. These Nuts? Crackface? Nein, die Luzern noch. No Kings No Slaves? Ja, No Kings No Slaves hat gespielt. Homewarts. Und noch eine Band aus Konstanz. Habe ich dir die nicht geschickt? Nein. Da kann ich. Warte schnell. Die sind gut gewesen. Also wirklich, ich nehme jetzt schon mein Handy für, um zu schauen. Aber eben, No Kings, No Slaves, wir sind reingekommen, dann hat der Julian von No Kings, No Slaves mich erkannt und der Nico, weil wir am Diesnachts-Konzert schon waren. Ah, geil. Dann hat er mit uns geschnurrt und dann hat er uns erklärt, dass quasi sie dort reingekommen sind und niemand gewusst hat, dass es ein Konzert ist heute Abend. Das kein Misch für niemand ein Dude hinter der Bar, der einfach so YOLO Deck ist, der gar nicht der Barkeeper ist von der Bar, sondern ein anderer. Wo war der? Inkognito? Im Inkognito, genau. Geil. Und das ist echt lustig gewesen. Es ist so dann irgendwann, da haben sie einfach locker 20 Minuten zu spät angefangen. Und ja, es ist gut gewesen, aber es ist geil gewesen. Es hat absolut Chaos gewesen. Weil es hat dann, also angesagt ist No Kings No Slaves, Drown in Malice, das ist die Band aus Konstanz, und Homewards. Und dann hat einfach noch Flight Attendant. Das ist einfach eine Band aus Boston.
What? Das war auch noch der, der absolut nicht Musik macht, die in die Musikrichtung hineingeht. Die machen so Elektro-Pop. Alright. Aber die haben einfach auch noch gespielt. Und das ist fucking funny gewesen, weil die sind alle da gewesen und es ist so richtig weird gewesen, aber Geil. lustig. Geil. So komplett crazy. Mhm. Also wirklich einfach so ein Abend, wo du einfach so denkst, so, Brudi, das kann es nur in der Local-Szene geben. Und dann noch eine Band aus Boston. Geil, Mann. Oder sonst einfach aus Amerika. Mhm. Und ja, das ist wirklich sick gewesen. Also du hast nichts gehört eigentlich, aber es hat gut getönt. Also es ist wirklich vibey gewesen. Es hat geklopft, Alter. Das ist ja nachher ein lustiger Abend. Weil Inkognito ist ja früher jetzt anders geheißen. Kater, ja. Der Kater, genau, ja. Es ist absolut, also es ist wirklich attached, das ist geil gewesen, es hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, Walmarts, absolut etwas vom Besten, was ich je gesehen habe aus der Schweiz. No Kings, No Slaves, auch geklopft jetzt auch. Drown in Malice mhm. ist auch gut gewesen. Ich habe wirklich keine Bands konstant sonst. Ist nicht so eine Stadt, wo ich viel davon Ja, höre. ist auch Deutschland. Dürfen wir gar nicht drüber reden. Ja. Geht gar nicht. Es sind einen Schweizer in der Band, der kommt aus Kreuzlingen. Ja, genau, das ist Klasse. gerade nicht. Nein, das war geil gewesen. Und ja, dann sind wir irgendwann heim, weil es hat dann so spät geworden, dass wir hätten die amerikanische Band unbedingt schauen, aber irgendwie hat es nicht mehr gelangt. Wir sind Ah, auf dem Zug. shit. Ja. Ja, aber fucking hell, du bist ja fucking viel Konzert und Scheiß am Wochenende gewesen, Mann. Ja, ich habe alles gemacht. Mhm. Ich habe alles gegeben. Am Sonntagabend bin ich, glaube ich, kein Konzert, aber es war gut gewesen. Ja. Nein, aber denkst nachher sind wir noch. Ist das die Woche danach? Nein, das war gerade in der Woche hinten drin gewesen. Genau. Weil wir sind nachher Future Palace geschaut. Ja. Das war geil gewesen. Keine Im Schweizer Vorband. Bergbaden, keine Schweizer Vorband. Schade, aber Venues haben auch gespielt. Mhm. Ja, ist gut gewesen. Ist am Donnerstag gewesen. Ja. Wir sind sogar nach dem Boulder gegangen, stimmt. Das stimmt, und der Nico sind Direkt. Boulder und dann sind wir. Ja, Ja, Mann. Future Palace ist echt geil. Die spielen überall. Die spielen noch im Paragon Festival, Das ist die super. spielen noch Greenfield. Auf den habe ich mich mega gefreut, als ich im Paragon gespielt habe. Ich sage, yes, wie die Future Palace. Weil ich kann, wo wir dort Zusage bekommen haben, ich kann alle Bands abchecken, die ich nicht gekannt habe, oder? Das war einer von denen gewesen. Und ich so, damn, die haben geile fucking Hooks, Mann. Und Ja, dann, das ist wirklich, es und ist dann- ein Paramore Metalcore. genau. Und dann einfach nicht erschienen, weil sie sind nachher mit Electric Callboy in Tour auf Full gewesen. Was zum Fernsehen einfach auch die viel bessere Entscheidung ist. Weil wahrscheinlich hat es wesentlich mehr Geld gegeben und wesentlich mehr Publikum. Ja, aber es war cool gewesen. Ich habe die live gesehen und einfach geile Performance. Gut, wobei in Deutschland hat es wahrscheinlich nicht weniger Publikum gehabt, in der Schweiz einfach. Wie meinst Ja, die Paragon Festivals sind in Deutschland ja riesig. du? Ja, der Leipzig ist brutal riesig. Also Gut, aber ich glaube eben, Eskimo Callboy hat, Electric Callboy hat Mhm. wahrscheinlich in dieser Halle in Leipzig alleine gespielt. ja, wahrscheinlich, ja. Denen läuft es ja tiptop. Macht super. Ja, voll. Und dann ist das fucking hell. Nein, ja Hä? doch, das stimmt Ist nachher? schon. Ja, voll. Nachher, jetzt auch noch ein sehr interessantes Konzert letzte Woche. Schon. Ja. Und der war im Good Old Winterthur gewesen. Bin ich gegangen schauen. Und er hat eine lustige Band da gespielt. Eine Band namens Eversis hat er gespielt. Mit den Jungs von Fear Lab und Drumroll Please. A Small District. Holy shit, boy. Ich habe schon lange nicht mehr so Headbanged im Fall. Fucking geiles Konzert. Also ich habe auch super gespielt, das muss man auch sagen. Danke. Eversis und Fear Lab haben super gespielt. Ganz okay gewesen. Aber Bro, A Small District sind fucking brutal gewesen. Wir sind alle geflasht gewesen. Alle eskaliert, Alter. Ja. Ich bin auf den Ricky draufgekommen. Ich habe noch nie so einen wilden Ritt auf einem Bullen gehabt. Wir haben einen Double Headbang gemacht. Double Head wäre fucking funny gewesen. Ja, Small District ist sind auch absolut geile Sachen. Es war wirklich Mega. mega nice gewesen. Mhm. Ganz Abend war super gewesen. Wir haben eigentlich noch proben, weißt du, weil ich habe die Hand kaputt gehabt, wir haben nicht wirklich können proben, darum haben wir dann auch ganz am Anfang gespielt. Ja. Und dann bin ich dort so im Bandraum und ich wollte im Bandraum fahren, aber der Karre ist einfach nicht, auch scheiß Karre hat nicht funktioniert. Mhm. Dann bin ich irgendwie eine Stunde spät im Bandraum angekommen, der Butch hat irgendwie noch mal ein Problem gehabt, dann sind wir dort so, knapp dort angekommen. Dann Ja. haben wir noch unser komische, dann haben wir noch mit dem Nicola, also mit dem Domi, seinem Bruder zusammen, ein Lied pröbelt, das wir dort noch haben wollen spielen, einfach aus lustig. Mhm. Und wir haben wirklich, wir haben das Set, glaube ich, wir haben das Set seit 4 Monaten nicht mehr gespielt oder so. Wir haben es einmal probt, Mhm. 2 Wochen vorher. Und dann das durchgestanden. Und für das ist es eigentlich ganz okay gewesen. Es ist wirklich gut gewesen, der Sound ist gut gewesen. Ich habe die Location sehr interessant gefunden, weil da hast du schon mal in Fear Lab gespielt. Ja, das ist geil gewesen. Haben wir am Und- Anfang Jahr schon mal gespielt mit Fear Lab. Ist im Gewölbe gewesen, Winterthur. Einfach klein, lustig. Das ist geil. Es hat einen Stegen, wo man draufstehen kann. Und der Sound ist abartig gut gewesen für die Kino-Occasion. Gut, du kannst Fear Lab danke sagen, es haben sie alles mitgenommen, es haben nichts Ja, mitgehabt. stimmt, sie haben die ganze PA mitgenommen. Ja, wirklich geil gewesen. Also,
muss sagen, Vinti, weil ich habe Fearlab auch schon dort gesehen, in einer anderen Bar, gerade um die Ecke. Und da hat es mir viel mehr gefallen. Ja. Voll. Gut, dort ist auch die Polizei nicht gekommen. Die Polizei ist auch gekommen. Ja, stimmt. Das war auch das Thema gewesen. Also nicht das Mal beim letzten Konzert, wo ich sie gesehen habe, ist ja die Polizei gekommen. Ich habe auch noch, die Jungs Fearlab gesagt, so, hey, ist cool gewesen, mal sind die Bullen nicht gekommen. Und ich sage, ja, zum Glück. Beziehungsweise, ja, komisch, dass sie nicht gekommen sind, weil es ist fucking lautes Fuck gewesen. Ja, aber es ist... Das ist fix über 100 dB. Fix und die Tür ist offen gewesen die ganze Zeit. Also von draußen hast du auch gehört. Ja, aber es ist eben, es gibt glaube ich so gewisse Bars, die eben dürfen in den Winter. Und das Gewölbe kann, glaube ich, machen, was es will. Geil. Wie cool. Bin gespannt, mal zukünftige Gigs zu schauen. Und ja, nachher, das ja, ist... vor allem auch das Small District, das ist einfach eine geile Sache. Ich bin einfach aus Bern angefahren. Einfach mal von Bern auf Winti, der grösste Scheissdreck zum Fahren an einem Samstag. Und dann einfach abgerissen, Alter. Sie haben einen neuen Song gespielt. Oh ja. Hure geil gewesen. Und ja, es ja, ist Breakout haben sie sogar zweimal gespielt. Stimmt, Breakout haben alle ja dazugegeben wollen und sie so, ja, also wir können schon noch mal einen Song spielen, wir haben einfach keinen mehr, den wir noch nicht gespielt haben. Egal! ja. So, Breakout nochmal gespielt. Nochmal gefällt. Nochmal abgetatscht. Fucking, ja, so gut. Beim Soundcheck bin ich schon schier durchgedreht. So, sie haben einfach Soundcheck gemacht und ich bin jetzt so, yes! Weil ich habe, seit ich das erste Mal ein Small District gesehen habe, ich unbedingt mit dem Small District spielen, mit der Versis. Und das hat geklappt. Und es war so geil gewesen. Beste ever. Die sind so brutal gewesen. Also ich wollte sie unbedingt mal in einer größeren Bühne sehen. So Werk oben, also Werk 21, Dynamo. Weißt du, wo ich die gesehen habe? Greenfield! Oh, yes. Ladet sie ein, Greenfield. Geil, es sind zu wenig Schweizer Bands am Greenfield. Absolut, keine einzige Schweizer Band, Gottverdammt. Letztes Mal hast du Spar gehabt. Ja, die kommen so, sie haben ja ihre Liste von Bands. Ja. Und so am Ende, ja, also so, am Schluss, wenn sie so, wir kommen jetzt keine Ami- und deutsche Bands mehr über, jetzt müssen wir die Schweizer Bands nehmen und dann so ein paar Schweizer Bands rein. Ja, voll. Und wenn, dann nehmen wir das Small District, man, das wäre fucking sick. Ja, das war letzte Woche gewesen. Und dann bist du ja ans Konzert gegangen, dann? Wann war es Mittwoch? Ja, Unearth, wo der Ricky so geschrieben hat, sorry, ich kann nicht mehr unter der Woche ein Konzert, ich bin zu alt. Ich mag ihn nicht mehr. So mit alles. Jetzt haben die Puppe halt. Ja, Unearth hat gespielt mit gerade 2 Schweizer Vorbands, mit Dream Shade und Trust the Shark. Das war sehr nice gewesen. Trust the Shark tönt auf der Aufnahme ein bisschen wie Unearth von Schweiz. Das war wirklich sexy, es hat geklopft wie Sau. Der Sound ist den ganzen Abend durch generell nicht so geil gewesen, aber die Bands sind gut gewesen. Ja. Und Dream Shade, ja, merkst halt einfach schon, dass sie es können. Die sind halt einfach routiniert und es ist wirklich gut gewesen, hure gut gespielt. Trust the Shark, der fucking stabil gespielt. Es waren wirklich 2 stabile Vorbands für Unearth. Escuela Grind hat auch noch gespielt. Oh, stimmt, ja. Ja, der hat geklopft, hey. Oh, verdammt, Jesus. Es ist einfach wirklich die einzige Band, die nicht einfach nur unnötig geklopft hat, ist Dream Shade gewesen. Die anderen 2 Bands haben einfach wirklich nur so BAM, BAM, in die Fresse, Junge. Was aufs Maul gibt's hier? Und Dream Shade so, hat halt so Dream Shade gemacht. Gut, so. Das schöne Musik. Melodischer, ja. Ja, ist geil gewesen. Aber haben sie es noch geschafft, bis die letzte Band auf den Zug, oder? Hey, Brudi, wir haben es geschafft. Wir haben den letzten Song von Unearth fertig und dann sind wir Bus. Geil. Alter, das hat so spät angefangen. Fucking Unearth hat am 20 ab 10 sollen anfangen. Dann haben sie noch ein scheiß Problem gehabt, um 20 ab 11 sollen anfangen, 20 ab 10 sollen anfangen. Mal dann um 10:30 angefangen. Alter, das hat mir schier eins gegeben. Ja, aber ich habe Stories gesehen, so, was? Noch so spät? Ja, ich schon im Bett reintackern. Alter, wir sind um 20 ab 11 sind wir noch im Kiff rein gewesen und am 27 ist der Bus gefahren. Ich bin schon wie Oma im Bett gewesen, wir haben ja noch so eine Story, so, was fangen erst jetzt an? Ja, das war hure spät gewesen. Und dann am nächsten Tag war Fjord gewesen. Die haben genug früh angefangen. Ja. Die haben auch eine Schweizer Vorband gehabt, die haben Mr. Linus geheißen. Ist auch so irgendetwas Post-Rock. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach persönlich ZHDK-Musik. Ja. Weil ich keinen Blassen habe, wo ich das einordnen soll. Es war irgendwie hässlich, irgendwie aber auch nicht. Es war irgendwie schön, irgendwie aber auch nicht. Es war irgendwie Punk, aber irgendwie auch nicht. Es war irgendwie auch Metal, aber irgendwie auch nicht. Okay. Es war irgendwie Slam Poetry, aber irgendwie auch nicht. Es war etwas, was ich einfach nicht verstanden habe. Es war gut, so musikalisch top, gut. Also wirklich künstlerisch ist es Kunst. Es ist Kunst gewesen. Es ist eben, das ist das, was ich zu dumm bin dafür. Ich kann nicht Kunst als Musik als Kunst. Ich kann das aber. Es ist Kunst. Es ist einfach Kunst gewesen. Ja. Und
Und ich habe das irgendwie nicht verstanden. Aber es ist gut, also es ist gut gewesen. Weißt du, es ist nicht genug Caveman für uns. Es ist einfach nicht, es ist halt, ich sage es schon immer, wenn es mehr als 3 Jahre gehört hat und keiner gegen den Staat schreit, bin ich einfach überfordert. Ja, das ist okay. Es ist wirklich das gewesen. Es ist eine klassische Überforderung von meinem simplen Hirn gewesen. Okay, ja. Aber es ist ja nicht schlecht. Nein, das ist vielleicht einfach nicht gerade für dich. Es ist gute Musik gewesen, glaube ich. Nicht Glaubst du? Ja, mal, es ist gute Musik gewesen. Ich habe nachher eben Fjord geschaut und Fjord ist halt einfach so krass. So, vor allem Fjord ist einfach etwas, was ich wirklich liebe. Und dann ist es so, wie ich kann so nicht so viel die Vorband nicht so. Also schon geschaut, ich habe sie geschaut, das war eine Schweizer Band gewesen. Und ich als Schweizer Medienarschloch. Medienkultur-Arschloch. Ja. Von dem her, geht reinhören. Hört Mr. Linus rein, entscheidet selber für euch, ob ihr es geil findet oder nicht. Es ist nicht mein Job, euch das zu sagen. Ja. Es ist stabil. Ich komme einfach nicht raus. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Thema. Jawohl, das müssen wir jetzt Kiff taggen. Ja. Und dann sagen, dass wir da Werbung machen für sie. Also, Weil du mal... Es ist mega einfach, eigentlich. Es gibt gar nicht so viel zu schnurren. Okay. Der Sänger, der Gitarrist, Bassist von Fjord hat da 10 Minuten lang darüber geredet. Eigentlich ist es völlig einfach. Kiff ist so, wie es ist, nicht mehr tragbar anscheinend, wegen irgendwelchen Verletzungen gegen das Baugesetz. Kiff muss einfach neu. Ja. Kiff muss neu. Und entweder gibt es kein Kiff mehr, oder ihr geht auf den Link, den wir da postet, irgendwo. Ja, müsst ihr uns sagen. Geht auf den Link zu dieser We Make It Page und geben dem Kiff Geld, dass wir mehr Kiff können haben. Weil dann wird das Kiff neu bauen, das Kiff wird stabil bauen, das Kiff wird mit Stegen bauen, wo man nicht stirbt. Oh, stimmt, ja, das ist fucking Stegen, Mann. Das ist eben auch so, das sind so Baurichtlinien und so. Wahrscheinlich wegen dem. Genau, das steht sogar. Die Räume sind zu klein, Dämmung und Lüftung zu schlecht, die berühmt-berüchtigte Treppe zu steil, eine Sanierung ist schlicht nicht möglich. Auch der Mietvertrag läuft aus. Das ist wie das Albani in Winterthur. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder... Und Kiff gibt es seit 91. Eben, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen Kiff oder es gibt es nicht mehr. Und meiner Meinung nach ist die zweite Möglichkeit keine Möglichkeit. Ja. Und ich meine, wenn das Kiff nicht da wäre, wo wäre die nächste ähnliche Konzertlocation dort? Zürich. Gell? Zürich. Oder Solothurn. Solothurn oder Zürich, ja, that's it. Und jeder, der schon mal im Kiff, ja, genau. jeder, der schon mal im Kiff war, wir haben es doch, bei welchem, ich weiß nicht mehr, welche Gast das war, wo man es davor kannte, Favorite Location. Sven? Ist Sven gewesen? Nein. Das ist, glaube ich, sogar Brian und Josh gewesen. Kiff. Alright. Kiff. Ja, möglich. Favorite Location. Weil auch bei Fjord hat die Band wieder gesagt, wie schön das dort ist, weil die Leute, die dort arbeiten, sind super, sie geben sich Mühe, du merkst, es ist geil, der Sound ist gut, du hast als Konzertbesucher eine gute Zeit dort, es ist safe, es ist nicht so teuer, es ist wirklich einfach nur stabil. Und darum geht einfach auf die We Make It Page vom Kiff und spendet. Oder geht als Konzert und wenn ihr ein Konzertticket kauft, könnt ihr euch auf der Page dort entscheiden, ob ihr einen Stutz spenden. Und ich habe das bis jetzt jedes Mal gemacht, seit es das gibt. Ich habe jedes Mal, wenn ich einen Becher zurückgebe, habe den Stutz nachher in die hohen Dings in die Spendendose reingerührt, weil ich will mehr Kiff haben. Ich will mehr Kiff. Und das sagt einer, der noch nie in seinem Leben gekifft hat. und du bekommst auch etwas zurück, wenn du spenden. Auf der We Make It Page kommst du natürlich so Zeugs. Genau. Ich meine, ich muss sagen, die interessanteste, die es gibt. Also eben, ist für 700 Stutz eine Stuhlpatenschaft. Da steht dein Name auf einem Stuhl drauf. Ja, das ist fucking geil. Nein, aber Dings ist auch geil. Warte. Der Wall of Fame ist geil, weil nachher, wenn du 500 Stutz oder mehr gibst, dann kommt dein Name auf der Wall. Alter, machen wir mit Metal-Server so einen Scheiß. Kaufen wir uns einen Stuhl oder so. Das ist schon geil. Machen wir das? Stuhlpatentschaft. Ja, Wall of Fame ist aber cooler. Denkst, was auch sehr cool ist der Kiff Forever Pass, Alter. Und ich glaube, der lohnt sich auf in der Länge im Fall. Ja, je nachdem lohnt sich der schon. Wenn 10'000 Stutz rausgibst, natürlich, das hat nicht jeder. Einer hat es schon gekauft, einer vergeben. Du kommst einfach immer ins Kiff gratis. Und es war natürlich noch eine kleine Überraschung. Alright. Das ist fucking geil, weil ich meine, stell dir vor, du gehst das Konzert im Kiff, kostet keine 40 Stutz. Sagen wir, du gehst 50 Mal im Jahr. Oder doch, jede Woche. Jede Woche ist Kiff. Jede Woche ist Kiff. Wie viel ist 40 mal 50? Keine Ahnung. 2000? Ich kann Taschenrechner dabei. Ja. Dann, das sind 5 Jahre.
Ja. Wenn du 5 Jahre in die Woche im Kiff hast, dann hast du schon genau 10'000 schon. Je nachdem, was in diesem Preis inbegriffen ist, kannst du auch gut sein, wenn du mal deine Wohnung verlierst, kannst du im Kiff wohnen. Ja, genau. Ja, kannst im WC vom Kiff wohnen. Nein, also es gibt fucking geile... Also jetzt mal ganz unter uns, wenn jetzt einer von unseren Hörern das gehört hat und gesagt, fuck it, ich kaufe jetzt den Kiff Forever Pass, dann soll er uns das sagen, dann zahlen wir ihm mal ein Bier. Wobei, nein, dann soll er uns ein Bier zahlen. Dann soll er uns ein Bier zahlen. Wer sich den Kiff Forever Pass kann leisten, dann kann mir auch ein Bier zahlen. Ja, aber ich bin mir halb überlegt. Gibt es da noch Abzeichen fürs Kiffhelden? Kiffhelden. Ja, machen wir Abzeichen. Da steht, deine Großzügigkeit verdient einen Orden. Alter, wir sollten einfach wirklich... Reden wir da nachher drüber. Ja, wir sollten da wirklich etwas mit dem Metal Server machen. Voll. Eben, du kannst ein Shirt bekommen, du kannst Pre-Opening Voucher, du kannst ein Member sein. Und sie machen eben nicht nur Kiff für Konzerte, sondern auch 6 Proberäume, habe ich gesehen. Ja, ist geil. Auch Radiostudio. Für Kanal K ist, glaube ich, nachher drin. Mhm. Also ich habe den Plan gesehen, es sieht fucking sick aus, Mann. Ja, also Venue sieht nachher geil aus auf den Fotos. Eben, sie haben das Foto... Wo ist das Foto, Mann? Ist egal, wir müssen jetzt nicht so genau... Jetzt gehen selber schauen, geben dem Schiff Geld, fertig ist. Eben. Aber Kultur fördern im Mittelland. Heißt Mittelland? Aargau? Ja, oder? Dem Rübliland. Rübliland, genau. Voll. Guess watch, abchecken, es wird fucking sick. Ich bin gespannt. Ja, in dem Fall. Aber das sind wir durch mit so unserem Zeug. Jetzt können wir eigentlich wieder mal als harte Fakten-Zeug. Jetzt können wir einfach ein Business-Teil. Ja, voll. Jetzt kommen wir zu der ich muss die News-Musik finden. Vor dem Business-Teil machen wir aber einen kleinen Cut, weil Alright, Ricky muss Musik suchen. Machen wir, ja, sonst können wir und ich habe keine Lust, um da noch machen wir eine Pipi-Pause und nachher können wir zu... Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ja, machen wir eine Pipi-Pause. Ciao zusammen. Ciao. Metal Servola, Breaking News. Gut, meine Damen und Herren. Wir sind back mit mehr von den News da. Und zwar, wir haben eine sehr spannende News als erstes Topic für heute. Vor allem sehr viel News. Voll. Wir haben ja geschaut, wir sind letztes Jahr auch am ICU Festival gewesen, und das Jahr gibt es wieder. Und das ist am 25. November. Mhm. Ja, genau. Spielen einige sehr coole Bands. Wir haben die schon aufgelistet. Letztes Mal. Aber ich würde sagen, machen wir noch schnell wieder auf, dann können wir wieder erfrischen im Hirn. Nicht schon wieder, Alter. Yeah, das sind zu viele Bands. ICU Festival. Und zwar, wer spielt alles am ICU Festival? Fragst du dich vielleicht. Das Mikrofon wird wieder vergessen. Haben wir schon mal erwähnt. Aber wir fangen mal von unten. Und zwar, es fängt mit der Band Laskal, Beyond Dystopia, Uncircle, ehemalig als, wie hat die Band vorher geheißen? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Information, geile Band. Circle of Execution haben sie vorher geheißen. Und jetzt heißen sie Uncircle. Also ist der Circle executed worden? Ja, jetzt ist nicht mehr der Circle of Execution, jetzt ist der Uncircle. Machst du mich nervös? Dann Judge Minus bringt ein bisschen Thrash Metal im Mix. Und wer spielst du dort? Erkennst du? Komische Basse dort, hä? Das ist ein Illusionist. Yeah. Fucking hell. Jetzt habe ich wirklich gedacht, Bruder, jetzt rührst du mich aber ins Wasser da. Genau. Ja, das ist logisch, nicht so verständlich. Aber ein Illusionist spielt auch dort. Man kann es lesen sogar. Ja. Ha, ich brauche das neues Logo, man kann es lesen. Die sind zu wenig hart. Dann kommt auch vieles ein, natürlich, die Organisers von dem schönen Event. Nachher spielt aber noch eine coole Band, die in dem Genre. Secret, Brudi. Ja, Mann. New Metal. Secret. Sick, Mann. Secret steht für Sick, Bro. Und dann... Hey, Secret ist voll sick, Alter, Bro. Voll sick, Bruder. Das ist sick, Junge. Dann spielt noch Risen, The Bee. Die gibt es auch jetzt viele, glaube ich. Dann nochmal Basler. Was machen so viele Basler dort? Moment of Madness. Ja. Boys, wenn ihr so weitermachen könnt ihr am Grenichen spielen nächstes Jahr. Oder am Greenfield. Ja. Sie haben schon beide gespielt. Mir jetzt einfach nicht mehr im Kopf gehabt. Dann Chaoseum. Die sind sehr cool vom Belgien. Die machen auch so Nu Metal. Alter, das ist... Ja. Mami, können wir Korn die High haben? Wir haben schon Korn die High. Das ist Chaoseum. Yes. Chaoseum. Von Gan, glaube ich. Und Pertness. Pertness sind von der Schweiz, aber von wo genau weiß ich nicht. Muss ich nochmal reinhören. Ich habe noch nicht reingelassen bei Pertness. Ich auch nicht. Sagt mir gerade nicht so viel. Aber ist ja gleich. Die spielen alle am ICU Festival. Mhm. Winter Edition. 25. November 2023 im Chillout Boswil. Nicht im Wintertour. Absolut nicht im Wintertour. Genau. Genau. Wieso haben wir das jetzt genau in den News rein, Ricky? Gehen wir sonst das Jahr Dings essen?
Letztes Jahr habe ich nicht... Ja, du hast nicht Cordon Bleu essen. Gehen wir Cordon Bleu essen. Fix Letztes Jahr habe ich es gehen wir. voll verpasst. Ja. Fix gehen wir Cordon Ja, Bleu Mann. essen. Warum erwähnen wir jetzt wieder mal ein ICU-Festival, das wir schon in den letzten paar Folgen auch mal ein paar Mal erwähnt haben? Das ist folgendes. Es wird... gut, ein bisschen Backstory. Jungs von Wer weiß was sind auch dabei. Die sind... Pick verloren. Das heißt, auch dabei, das Medienpartner von dem Die Event. sind Medienpartner vom Event. Tatsächlich seit erster Edition. Letztes Jahr sind wir auch dabei gewesen und wir haben auch ihr Interview gecrashed. Und das Jahr wird es nicht viel anders, weil wir machen zusammen ein bisschen Podcasten dort im Backstage. Und zwar, eben der Josh war leider sehr busy dann an dem Tag und der Brian hat uns gefragt, hey Boys, habt ihr Bock mal da mitzumachen? Und wir haben gefunden, ja Mann, wir wären dabei gewesen. Es und gibt eine neue Folge «Wer blastet meine Servela?» let's go! Jawohl! Wer blastet meine Server gibt es am ICU. Da werden wir, ich, du und der Brian am Mikrofon sein und der unglückliche Gast, der dort muss mal zwischen uns etwas rein sagen. Also das Die armen wird, Sau, die armen Leute, die uns ertragen müssen. genau, die armen Leute, die uns ertragen müssen, dass wir am Backstage sind, während sie aufwärmen sind und wir einfach am Schnurren und am Lachen. Junge, ich möchte sagen, I see you blasting my Servela. ICU blasting my Server, Bruder, yes. Title of your Sextape. Ja, Mann. Und ja, es wird lustig, weil wir werden jetzt auch im Backstage drin sein mit dem Brian. Und Brian, du musst organisieren, dass Leute wissen, wann. Alle Bands. Weil wir wollen mit mindestens einer Person von jeder Band podcasten. Also machst du mich Kolosseum? Also ja, dort machen wir Englisch, glaube ich. Also falls überhaupt, dann machen wir es Englisch. Aber es wird fucking lustig, weil wir wirklich mit so vielen Leuten von den Bands schnurren wie möglich. Jawohl. Und jetzt gesehen. Und wir wollen auch die Bands live sehen. Also es wird Stress. ganz ehrlich Logistical Nightmare sein. Stress. Aber Brian, du musst das organisieren. Ist egal. Mit dem Timetable. Jetzt alle Bands so, fuck nein! Yes. Alle Bands cancelled. Sorry, ich kann den Auftritt absagen. Ich kann nicht spielen, keine Lust mehr. Voll. Nein, aber es ist so. Wenn ihr spielt und habt keinen Bock zum mit euch schnurren, müsst ihr auch nicht. Sagen es uns einfach. Ja, genau. Wir schnurren dann schon über euch. Genau. Wir schnurren nachher über euch. Und ja, wir werden auch live, wir werden wirklich live versuchen, also wir werden dort alle Bands sehen, über diesen Schnurren, ein bisschen rumrestern, es ist fucking funny. Trudit, wir müssen noch Cordon Bleu essen, wir können gar nicht alle Bands sehen. Ja, Cordon Bleu essen. Und was wir dann machen, ist, dass ein Teil von der, weil es wird fucking lang, also ich weiß schon jetzt, dass es fucking lang wird sein. Wir müssen gar nicht so viel technisch detaillieren, wir machen das einfach. Ja, und wir werden jetzt nachher halb, erste Hälfte wahrscheinlich Wer was und zweite Hälfte im Metal Server Spotify-Channel haben. Es wird fucking funny. Wir machen jetzt ohne Video, weil sonst zu viel Footage, aber es wird Audio-only sein. Und wir werden sicher noch die Musik von den Bands noch rein tun. Also es wird fucking geil. Also ich freue mich mega. Auch mein technisches Herz ist voll am happy sein, zum das zu machen. Da sehen wir den Nerd und da sehen wir den, der einfach noch nicht einmal gut aussieht, aber er ist der, der sich freut und ich sehe einfach nur Stress. Yes. Und ja, es wird fucking funny mit dem Brian, Mann. Wir lieben den Brian. Yeah! Yes. Es wird absolut geil! Yeah! Es ist genau. Saulug. Fucking, ja. Wer blasst meine Server Edition 2. Diesmal ICU blasting my Server. ICU blastet meine Server. Fucking hell, das ist super. Das ICU blasting my Server. ICU blasting meine Server, das ist perfekt. Alright, wir haben den Namen für die Folge. Ja, bin sehr gespannt. Es wird fucking lustig. See you dort. Perfekter Pornotitel. Ja. Und ich meine, dort sehen wir auch unseren Bruder Roman, oder? Und schon? Wieso? Ja, weil der Roman spielt dort. Wieso spielt der Roman dort? Ah, der ist Ah ja! Stimmt! Eben, ja. Sonst ist jemand, der wir schon einen Podcast hatten. Ich glaube, nur sie, ja. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nur der Roman, oder? Ja. Moment of Madness wäre, aber dort ist ja aus Gründen der Podcast nicht rausgekommen. Ja. Also der Ivo ist haben wir schon mal gesehen. Also diesmal können wir die Folge machen. Das ist geil, das ist fucking lustig. Das ist geil. Ich freue mich. Girard Boswil, 25. November. Let's go. Ja. Und ja, das zu der News. Dann kommen wir schnell zu Releases. Wir fangen an mit Path of Wrath, wo die Song The Way rausgebracht haben. Wir haben es vorher gelesen und es ist fucking geil, fucking sick. Ich weiß jetzt nicht, ob es ist so Metal-Deathcore oder Metalcore. Also einfach stabile Metalcore. Stabile Metalcore, wie man sagen. Ich habe keine Lust, um das irgendwie anders schubladisieren. Stabile Metalcore. Stabile Metalcore. Mix ist geil, ganz groß, ist fucking sick. Könnt ihr bitte zusammen mit Wrath of Alga einen Song aufnehmen und dann einfach Path of Wrath of Alga nennen? Das wäre geil. Path of Wrath of Alga, die würde ich sogar live gesehen, Mann. Let's go, das wäre geil. Ja, Path of Wrath of Alga wäre sick. Dann, kannst du nichts sagen? Path of Wrath of Alga Tour. Ja, dann hat Henriette B. Ist es immer noch? Ist Henriette French, B. oder? Ist Welsh, ja. Henriette B. Henriette B.
hat einen Song rausgebracht, der heißt Machines. Featuring wer? Der Carlo von Breakdown of Sanity. Jawohl. Ja, Mann. Es klopft. Es klopft. Es klopft. Ja. Gehen reinhören. Und ich glaube, der Carlo hat es aufgenommen, dort im Gebäude, wo sie den Proberaum haben. Es hat schon mal so ausgesehen im Video. Ja, das würde ja auch Sinn machen. Ja, eben. Voll. Also ich glaube. Oder ist ein anderer Bunker. Aber ja, ist cool. Es ist ein geiler Track und cool, den Carlo wieder mal gesehen. Muss ich machen. Und ja, wir warten, bis Breakdown of Sanity wieder mal zurückkommt. Das wäre schon. Das ist schon geil. Schon auch, Oder? ja. Ja. Ich habe jetzt ja endlich einmal reingelassen. Ja. Ich finde es cool. Breakdown of Sanity mit Small District in Bern, live. Breakdown of Sanity. Ja, sick. Breakdown of Sanity und das Mal das wäre gerade. Bro, ich würde sterben. Alright, das wäre geil. Ja, aber ja, warten wir, bis es mal passiert. Ja, und ja. Irgendetwas passiert schon. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht passiert auch nichts, aber irgendetwas passiert Ich schon. hoffe es. Hoffnung ist da. Es hat vielleicht auch nicht mehr. Jetzt lass das hure Mikrofon, du machst mich nervös. Alright, ja. Machst mich langsam. Und dann, du hast nochmal einen Song rein da. Ja, der heißt Hostile Pixel von Chromatized. Ist absolut geil. Ist jetzt etwas anderes, darum habe ich den jetzt einfach rausheben, weil es ist einfach geil. Es ist so richtig stabil. Irgendetwas, was ich keinen Blassen habe, wie man es nennen. Es ist einfach so ein bisschen Elektro und Metal und wie bist du eigentlich zu dieser Musik gekommen? Ja, so kennen. Ja. Kenn den Typ, der es gemacht hat. Er war mein Zugführer im Militär. Und macht geile Musik. Kannst du abchecken. Und jetzt kommen wir mal zu der Liste. Also es ist eben wirklich so, es ist ein hoher Ohrwurm, das ist das Problem. Wir laufen jetzt schon wieder nachher. Wir haben sogar im Auto gelesen von mir von der Hallenbad-Konzert. Nein, von Teisville. Kiff? Kiff, ja, stimmt. Was war es, wie das Konzert? Ja, nach der Plattentaufe von... Wir gehen auch Selfie-Konzert haben. nach dem Konzert, nach der Plattentaufe von Dings war es, von Comaniac. Stimmt, ja. Das ist ein wirklich geiler Song, es ist so ein richtiger Party-Track. Richtiger Party-Track, yes. Und jetzt sind wir zum Konzert und wir haben eine ziemlich gute Liste da. Aber ich würde sagen wir noch die bis Dezember. Ja, wir machen nachher sowieso nochmal einen Konzert. Also bis in Dezember rein. Machen wir keinen mehr? Nein, in 2 Wochen machen wir sicher wieder. Aber auch zum Wissen, was alles kommt. Das ist gut. Okay. Genau. Also, ich fange an. Der erste Konzert, das jetzt mit der Liste haben, ist der Metalcore Madness. Let Me Fall plus Wrath of Alga. Wo, fragst du dich? Im Juice Tingen, in Waldshut-Tingen. Also, es ist gerade an der Grenze mit Deutschland. Das ist Deutschland-Schweiz. Die Location, wo Eversis anscheinend Hausverbot hat. Eversis selber weiß aber auch noch nicht davon. Lustig. Also irgendwie hat mir mal einer gesagt, Eversis hat ein Hausverbot, aber lustig. Ich weiß auch nicht, ich weiß wieso. Nämlich wegen der anderen Band, die der gespielt hat. Welche? Ich weiß nicht, wie es heißt. Against the Crowd, glaubst du? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt Hausverbot haben. Es wäre ja fucking funny, wenn du Hausverbot hast, aber du selber nicht weißt. Das wäre lustig, ja. Und das ist am 18. November. Jawohl. Das ist nächste Woche. Das ist eine geile Location im Fall, wirklich cool. Ja. Und eben, Let Me Fall, Wrath of Alga, Metalcore. Das wird geil, das wird sick. Könnt noch ins Fuja essen und dann gehen. Was ist Fuja? Das Restaurant, dort müssen wir zusammen gehen. Alright, gehen wir. Alright. Ja. Also, nächste hast du. Jawohl, Backstabbed und Sons of Coherence. Jawohl, Backstabbed ist keine Band aus der Schweiz, aber Fans von Safer Last Breath werden es auch nicht kennen, weil sie nie mit Backstab gespielt haben. Dort haben sie nämlich noch Words of Revolt geheißen. Aber... Jawohl, ich weiß nicht mehr genau, wie sie alle heißen, aber der Maxi von Words of Revolt und glaubt wie hat der Bassist geheißen, haben dann zusammen eine neue Band gegründet, Backstabbed, und die geht ein bisschen ab. Und die spielen am 24.11. zusammen mit Sons of Coherence im Gaswerk Winterthur. Yes. Und es wird geil, also gehen vorbei. Gehen dem Maxi Heu sagen ihm, ich habe euch geschickt. Yes. Dann, ehemalig Imperio, jetzt heißt es Sin Imperio, spielt mit Holzerhurt, also Holzerhurt und Sin Imperio am 25. November im Lakutz Langenthal. Aber den könnt ihr leider nicht hin, weil wir das ICU-Festival... Nein, stimmt, könnt dort hin, wo ihr es geil findet. Ja, voll, genau. 25.11. dann aber wo ist Langenthal? Chur. Richtig Chur. Bern, das ist nicht so Bern. Nein, es ist Langenthal. Das ist doch irgendwo in Bern. Irgendwo in Bern? Oder in Luzern. Oder irgendwo, auf jeden Fall einfach in der Innerschweiz. In der Zentralschweiz. Ja, dann Sin Imperio und Holzerhurt. Also HC und Holzerhurt, bin ich nicht sicher, was ich mache, aber wahrscheinlich so HC-mäßig. Langenthal ist laut Google eine Stadt in der Schweiz. Alright. Im Aargau. Nein. What? Oberaargau, des Kantons Bern.
Alright. Im Oberaargau, Kanton Bern. Ja, in dem super. Fall. Alright, ja, cool. Ja. Das stimmt sogar. Im Ja. Fall. Es gibt einen Ortsteil, also es gibt Oberaargau ist in Bern. Beim nächsten bin ich sehr gespannt. Final Story, Vicious Rain und Chroma Skies am 11.12. im Werk Baden. 11.12. 1.12. sorry. 1.12. im Berg Baden. Yes, ich freue mich. Das wird sicher lustig. Weil Chroma Skies haben, glaube ich, noch nie live gespielt. Das ist die Band von Mark, dem Sänger. Und. Also ist er dort auch Singer oder? Nein, der Mark Singer. Also singt er auch dort? Ja, der Mark Singer singt bei Chroma Skies live. Ihr kennt ihn vielleicht als den Sänger von Sink or Swim. Und der macht auch sehr coole Fotos und Videos. Der war auch umrennen im Pericon mit uns gewesen. War geil. Und ich freue mich mega. Weil einerseits Final Stories sind geil, Vicious Rain sind mega cool und Chroma Skies sind eben auch sehr geil. Also, und es ist gerade nahe von uns, von dem wir können dort laufen. Genau, 1.12. im Berg Ich Baden. laufe sicher nicht in Also wir hätten eine Stunde zum Laufen, bis dann wahrscheinlich. Also, Stunde und eine halbe. Du nicht. Du hättest glaube ich. Man hat. Ich glaube, du hast weniger weit wie ich. Ich glaube auch, weil wenn ich zum Bouldern laufe, dann geht es 20 Minuten. Ja, und dort hast du etwa knapp 5 Minuten gut 5 Minuten bis zum Werk. Bahnhof. Ja, und nachher, ja, am Schluss in einer Stunde bin ich dort Nein, laufen. du hast weniger. Also, wenn du von da 20 Minuten zu der Boulderhalle hast, hast du nachher etwa eine halbe Stunde bis zum Werk. Eben. Also, weniger als eine Stunde, ja, voll. Geil. Dann, ja, das wird fucking cool. Ich bin, glaube sicher dort der 1.12. Ja, gehen wir, Alter. Genau, Mann. Das wird geil. Ja, Mann. Dann. Ja, Kids in Cages. Geil, sicher. Ja. Plus die Oscars. 2.12. Flown St. Gallen. Gönnt. Yes. Dann, nächstes kommt Arcane, wo ich noch nicht live gesehen habe. Fuck me, die sind super. Und Arcane spielt mit Tales of Tears am 9. Dezember im Palazzo Chur. Das ist auch das Problem, weil jedes Mal, wenn ich Arcane gesehen spielt sie in Chur, weil sie von Chur sind. Also, Brudi, kommt mal näher zu mir. Sie wären ja einmal in Kloten gewesen. Sie sind in Kloten gewesen? Ja. Mit wem? Mit Eversis. Oh, fuck. Sag ich glaube jedes Mal, wenn du sagst, du hast Arcane noch nie gesehen. Ja, eben, das ist so blöd, Mann. So blöd, aber ja. Und dann The Awakening, Irony of Fate und Ambros am 9.12. Ja. in Malibu. Bern. Nein, falsch. In Malibu, in Bern. In Malibu, in Bern. Yes. Dann habe ich noch 100 Like Thieves, der 10 Jahre Jubiläum mit Sin Imperium. Und das ist in der Hafenkneipe Zürich. Wey. Am 9.12. Halt. Dort habe ich mir auf jeden Fall noch etwas mehr aufgeschrieben. Warte schon. Schau mal. Weil die habe ich schon eingetragen vor 2 Monaten. Ja, aber dort, an dem Tag habe ich nämlich noch etwas anderes geschrieben in der Hafenkneipe. Ha. Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch bin, aber Alright. am 9.10. habe ich aufgeschrieben Cancel Zürich in der Hafenkneipe. 9.10. 9.12. What the fuck? Spielt ihr mit Cancel? Vielleicht spielt es. Ich weiß es nicht. Ich habe gemeint, Cancel spielt da. Egal. Schau schnell. Auf der Cancel-Page habe ich eben nichts gefunden. Bei 100 Like Thieves, schau mal, weil der habe ich 100 Like Thieves. Okay. Ja. Vielleicht sind sie auch gecancelt worden. Es würde mich nicht wundern, wenn Cancel auch mitspielen. Ja. Vielleicht haben sie es nachher angesagt, nachdem ich das geschrieben habe. No. Gucken wir mal, weil wir wollen da keine Fake News spreaden, Mann. Doch, Sin Imperium Cancel. 10-Year Anniversary, genau. Alright, aber Gehen gut, wir. dann. Fucking Cancel. 100, All in. also nochmal. Correction. 100 Like Thieves, 10 Jahre Jubiläum mit Cancel und Sin Imperium am 9. Dezember in der Hafenkneipe Zürich. Ich will glaube auch dabei, Mann. Fucking Dann gehen wir. Ja, Mann. Geil. Gehen wir. Dann, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, weil ich dort spiele. Und zwar, Du bist auch dort? ja, wir spielen am 16. Dezember am Renation Metal Fest. Und einfach zum nochmal erfrischen, gehen wir mal schauen, welche Bands zu spielen. Nein, ich kann eben nicht dort hin. Ja? Ich kann eben nicht dort hin. Wie Ja, ist- siehst du dann nachher. Alright, weil ich freue mich nicht nur selber, weil ich dort spiele, sondern wegen die Bands, die dort auch noch spielen. Und zwar spielt Among Vultures, fucking geile welche Band, Whiteout, unsere Band. Wäre geil gewesen, hätte es aber eine fucking stabile Metalcore-Band. Was ja auch ist. Whiteout, ist, sehr stabile Metalcore-Band, ja. darfst du sagen, weil das ist so. Whiteout ist sehr, sehr stabile Hey, Metalcore-Band. einfach FYI für euch, ich bin jetzt 2 neue Songs am Lernen und es wird fucking ballern. Holy shit. Ich freue mich mega auf die fucking Reaction von der Leute, weil wir haben hart auf unsere neuen Songs geschafft. Vielleicht hätte ich das nicht so sagen. Ja, kannst du ja mit deiner Band klären und nachher ausbleiben. Alright, also. Ich habe die Songs schon gehört, sie sind gut. Haha.
Ja, Habe ich die Songs schon gehört? und ich habe schon alle deine neuen Songs gehört von dem her. Aber habe ich die schon gehört? Ja, mehrmals. Ich Gut. habe es, glaube bei jeder neuen Demo. Ja, dann fickt's, Also, Alter. fuck Dann it. ist es so. Wir spielen neue Songs, wahrscheinlich am Nation Metal Und die Fest. Songs, die kommen. Und die Songs, die ficken. Ja, die kommen, wenn sie kommen, aber Die ficken schön ohne rein. Da Genau, wo ja, es sein genau. muss. Ja. Einfach rein, raus, ohne Gleitkill rein. Jawohl. Einfach mal rein. Ja, aber Ja, sorry, ist ich gut. freue kann mich, ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn wir neue Musik im Set rein tun. Von dem her, es wird geil. Days of Ruin spielt natürlich auch. Ja, geil. Schweizer Unearth und Dirty the Sorrow. Schweizer Unified Move, wo richtig gerne Herzen machen. Ja. Der Kate Effect, unsere Boys, falls ihr den letzten «Wer blasset was» voll gelost haben, das ist fucking funny im Fall. Der Luke und der Radar von der Kate Effect haben sie übernommen und haben einfach lustige Folge gemacht mit den Jungs. Thy Gnosis, von Bern glaube ich sogar. Der Flo Lebeau und Jor spielen auch dort. Es wird geil sein. Das ist der 16. Dezember. 16. Dezember in der Zegigasse in Burgdorf, Kanton Bern. Let's go! Ich freue mich so hart. 16. Dezember. Der Grund, wieso ich nicht an dieses Konzert kommen, leider. Ah nein, du gehst nicht? Ja, ich muss. Ja, okay. Sie haben gefragt, ob ich Mikro. Ja, Ich so, gut. ja. Würde ich dann nicht spielen, würde ich dann auch Ja, gehen. hey, das ist nämlich Stroke of Fate, Volume 12. Broken Fate. Bös. Mortal Factor. Böse, ja. Auch böse. Tiola. Böse. Bös. Save Your Last Breath. Ja. Bös. Und ja, eventuell. Da gibt es auch ein Cordon Bleu, hä? Oh, das gibt auch das Cordon Bleu. Ja, Aha, ja. eventuell. Ich weiß, ich muss das nachher schnell klären. Aha. Aber, ich sage es jetzt einfach so, dass niemand rauskommt. Eventuell Mhm. wird man dort etwas gesehen, was man schon lange nicht mehr gesehen hat. Mehr sage ich nicht. Du musst nochmal aushelfen. Nein, das nicht. Das nicht. Hast du nicht Vocals, Vocals machen? Das leider nicht. Das nicht. Nein. Bass spielen? Nein. Hä? Mehr sage ich nicht. Alright, das hast du mir off the mic. Ja, das mache ich ganz sicher. Geil, Ja. geil. Alright. Ja, ist geil. Eben, wenn ich nicht am Nation Metal Fest, wäre ich dort. Genau, auch im Chillout Boswil, wo vorher schon das Dings war. Deswegen der Cordon Bleu Fit. Also, außer Save Your Last Breath nimmt mich nicht mit, dann komme ich natürlich zu dir. Alright, sehr gut. Ja, ja. Nice. Ja, an dem Tag gibt es dann 2 sehr coole Konzerte. Genau. Und am 23.12., ein Tag Mhm. vor Weihnachten. Ja. Written Mit by Bar- Witches. Written by Witches, ja. Days of Ruin und Dark Gravity. Wo spielt ihr? Mit Bar Lenzburg. Am 23. Dezember. Yes, alright. Ja, die für nächstes Jahr können wir dann Können wir nächstes Mal nächstes Jahr sagen. Eben. Nächstes Jahr ist 2024. Ja. Noch 3-mal Podcast bis nächstes Jahr. Noch 3, ja. Ja, vielleicht Etwa. noch mehr. Etwa. Fuck, Alter, das ist ja... Hm? Hast du schon Weihnachtsgeschenk? Nein. Ja, fuck, ich auch noch nicht. Ja. Aber ich habe Ideen, das ist gut. Alright. Ja, und dann können wir wieder mal unsere Ugly Christmas Pulli Folge machen. Die haben wir letztes Jahr, ich glaube, unsere erste Videofolge gewesen. Können wir wieder mal, so als ob wir es schon so oft gemacht haben. Ja. Es wird so jetzt können wir langsam anfangen, jährliche Traditionen machen, weil wir ja ein Jahr alt Alles sind. machen. Genau. Also es wird Das ICU-Festival ist einfach auch eine jährliche Tradition ja, von uns. fix im Fall. Geil. Ja. Und wir haben noch, jetzt muss ich noch eine Musik finden. Jawohl, wir haben da noch mal etwas zu tun. Es gibt nämlich noch, Fleisch an Knochen. Es gibt noch Sojaprotein in die Pfanne. Es gibt einfach nochmal eine neue Ausgabe von es haben alle das Gefühl, wir essen von Musik drin. Musiker Tinder. Tinder. Yes. Was haben wir letztes Mal? Die letzten Du hast etwas gesagt. Musiker-Pornos. Musikerpornos, genau. Nein. Nein, Doch, was ist doch. es? Fuck, was war es? Ich weiß nicht mehr. Du hast schon einen Spruch gehabt, wo sehr lustig war. Jedes Mal habe ich gesagt, außer heute. Ja, nein, puff. Es war schon etwas mit Pornos. Etwas mit Pornos gewesen. Metal-Pornos. 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 Schweizer Metal-Pornos, alright. Nein, wir haben Das wäre noch ein grösseres Nischengenre, wie das, was wir machen. voll Helvetian Porn. Es läuft einfach so. Wenn sie so romantisch sind, läuft so Dream Shade beim Stoßen. Helvetian Witch, Und alright. wenn sie so richtig so rough Zeug ist, läuft so Seal and Order. Also, wir haben nochmal. Warte, wir haben nochmal. Fucking hell. Einfach so
irgendwelche so Ulis am Bumsen und im Hintergrund so. So Sonor! Gut, wir haben sie ja im So, fuck the government! Sie bumsen auf dem Bundesplatz! Alright. Jetzt habt ihr eine Idee für eure Sextapes, hä? Ich kann nicht mehr. Nein, aber ja, wir machen Musiker-Tinder. Jawohl, sorry, jetzt bin ich wieder zurück. Wir machen nicht Schweizer Metal-Pornos, Nicht sondern Metal-Pornos. Musiker-Tinder. Ja, genau. Und zwar, wir haben heute einen Beitrag. Und zwar, wir haben es vorher gehört und es klingt fucking sick. Die Jawohl. Band Shadows of the Feet tönt nach Deathcore, aber nein, es ist... Wir haben es beide so, nach was tönt und wir beide so, ja, Deathcore, irgendetwas Melodic Metal, Wahrscheinlich, ja. irgend so etwas. Nein, es ist richtig stabiler Punkrock. Melodic Punk von Zürich. Einfach in eine Fresse Punkrock. Geil. Das ist geil, es klingt gut. Und sie suchen einen Bassist im Raum Zürich. Das heisst, sie suchen einen, der Musik machen kann. Genau. Also, wenn du Punk willst spielen, Bass in eine Band, dann geh dich bewerben bei Shadows of the Feet. Ich meine, Jawohl. warum auch nicht, oder? Ja. Warum auch nicht? Weil es gibt nichts Besseres wie eine gute Punkband. Genau. Ja, das habe ich Doch. letztens... Zwei gute Punkbands. Ja, genau. Und fangst du eine zweite Punkband an? Nein, ich habe keine Zeit für den Scheiß. Keine Zeit. Aber ja, nein, das ist kurz und knackig unsere Jubiläumsfolge gewesen. Ein Jahr Metal Server. Ja, Mhm, das war es. voll. Ja, ist cool. Okay. Ja. Haben wir noch irgendetwas machen? Ich muss anfangen, unsere jährliche Traditionen planen. Dankesrede. Ah? Soll ich Dankesrede halten? Machen wir eine Dankesrede. Merci. Ja. Merci vielmals. Das war Metal Server gewesen. Folge Nummer 27. Nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich 50 Folgen. Freue mich. Ja. Fand ich cool. Hä? Ja, ich mach den Schluss. Alright, warte, ich muss alleine. Ist ready? Merci. Ja, eigentlich nur, dass du etwas sagst und dann mache ich so. Merci vielmals, dass ihr gelassen habt und auf ein weiteres Jahr Metal Server. Cheers. Ah, fuck, Musik. Krass. War schlecht. Stabil, Bruder, stabil. Stabil.